ist denn da los? Du Erbschlager, du Mystiker! Da ist das letzte Wort noch nicht gekriegt! Das darf doch nicht wahr sein! Na, Wo ist denn der Opa? sag einmal, wie haben wir's denn? Ja, wo wird er denn sein? Im Bett liegt er halt. Du weißt das doch, dass er sich einbildet, dass er bald sterben muss. Den werde ich gleich rausstauben aus seinem Bett, dann vergeht er am Stern. Mit dem habe ich ein Erzwörter zum Leben. Warum? Was ist denn passiert, dass du gar so grantig bist? Was passiert ist, gerade hat der Bachmeier einen Oldtimer abgeholt. Was? Den schönen alten Mercedes, ja. Und ich stehe da wie ein Depp und kann nichts machen. Der kann doch nicht einfach hergehen und das Auto mitnehmen. Kann er eben schon, weil nämlich mein Vater spielt. Na, also jetzt komm, jetzt beruhig dich mal wieder. Ja, ist doch wahr auch, was soll man denn da sonst denken? Wenn der eigene Vater auf einmal alles herschenkt, der spielt doch für mich, der fällt von einem Extrem ins andere. Vor 3 Wochen hat er von nichts anderem geredet, wie von dem 3. Frühling, den er mit der Kathi erleben will. Und jetzt redet er bloß noch vom Stern. Also, ich versteh's ja auch nicht, dass er den Schmarrn glaubt, den mir diese Wahrsagerin vorausgesagt hat. Ja, erst hat er ja selber gelacht drüber. Ja. Aber seit er mit dem Bachmeier so speziell ist er wieder ausgewechselt. Ja, stimmt. Letzte Woche am Dienstag, da hat der Bachmeier den alten Biedermeierschrank abgeholt. Und seitdem hat sich der Opa nicht mehr gewaschen und nicht mehr rasiert und redet nur noch vom Stern. Ja. Weißt du, Resi, dass der Opa am Bachmeier den alten Biedermeierschrank geschenkt hat, das habe ich mir noch eingelassen. Ja? Aber dass er ihm jetzt auch noch seinen schönsten Oldtimer schenkt, das ist mir zu viel. Bloß weil er meint, dass er bald sterben muss. Ja, aber da wird man doch irgendwas machen können, dass wir das Auto wieder zurückkriegen. Ja. Nichts kannst du machen. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir schauen, dass der Opa wieder normal wird. Aber alles, schau mal, der Bachmeier, der kann doch gar nicht beweisen, dass ihm der Opa das Auto geschenkt hat. Ja, kann er eben schon, weil er nämlich mein Vater, unser lieber Opa, auch noch eine Schenkungsurkunde ausgestellt und unterschrieben hat. Was? Ja. Eine Schenkungsurkunde? Ja, sag einmal, spinnt denn der jetzt komplett, ha? Also, bis jetzt habe ich ja die Sache nicht so ernst genommen. Aber dass das jetzt solche Ausmaße annimmt, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich verstehe es auch nicht. Verstehst? Die ganzen Jahre hat mein Vater gespart, dass er sich sein Hobby hat leisten können. Von früh bis spät ist er in der Werkstatt gestanden und hat an seine Autos rumbastelt. Und jetzt schenkt er seinen schönsten Oldtimer am Bachmeier. Tja, also, ich möchte ja bloß wissen, wer einen Opa auf diese blöde Idee gebracht hat, dass er zu der Wahrsagerin gegangen ist. Nur so ein Schmarrn überhaupt glauben mag. Jetzt hat er sich das Austragshäusl renoviert, wollte noch mal heiraten und im Herbst mit seiner Kathi in das Häusl einziehen. Und jetzt ist auf einmal alles vergessen. Sogar eine Hochzeitsreise wollte er mit ihr machen, nach Gran Canaria. Was? Nach Gran Canaria? Ja, du weißt doch, dass das immer schon Opa sein Traum war. Einmal Urlaub machen, am Wasser unter Palmen im Süden. Da braucht er ja nicht fortfliegen. Wasser haben wir im Dorf war ja auch drin. Und eine Palme steht bei uns im Treppenhaus. Ja, das verstehst du nicht. Ich verstehe scheinbar viel nicht mehr. Ich verstehe auch nicht, warum sich die Kathi nicht mehr um einen Opa kümmert, wenn es schon seine Freundin ist. Die kann ihm ja den Schmarrn mit dem Stern ausreden. Die Kathi, die ist doch schon seit 3 Wochen auf Kur. Die weiß doch gar nichts von der ganzen Geschichte. Na so, ich hab gemeint, die 2 hätten gestritten. Und die wird Augen machen, wenn es wiederkommt. Die kennt ja den gar nicht mehr. Ich hab mir ja schon überlegt, ob ich es nicht anrufen soll. Aber ich möchte es natürlich auch nicht beunruhigen. Ja, aber irgendwas müssen wir machen, dass der Opa wieder normal wird. Sag mal, wo sind denn da die Zweiten? Das ist ein ewiges Geheimnis. Man sagt, die Waschmaschine hat's gefressen. So ein Schmarrn. Da haben sie halt unsere 2 nicht anständig in den Waschkorb reingeschmissen. Nicht? Jetzt liegen sie im Zimmer irgendwo unterm Bett. Wann kommen denn unsere Kinder überhaupt wieder? Ja, also, die müssten eigentlich jeden Moment da sein, wenn das Flugzeug pünktlich gelandet ist. Das ist auch schon wieder so ein Krampf, ne? Mit dem Sportverein 2 Wochen Urlaub auf Mallorca machen. Ja. Wir sind mit dem Burschenverein ein einziges Mal vorgefahren. Da haben wir eine Busreise nach Nürnberg gemacht, sind wir in den Tiergarten gegangen und haben uns die Affen angeschaut. Da werden die Affen aber Freude gehabt haben, wie sie euch gesehen haben. Scheint so frech, gell? Hallo, wir sind wieder da. Ja, jetzt!
wieder! Ja, gerade haben wir von euch geredet. Und? War schön? Super was. Ja. Super was. Und ein Traum wieder haben wir gehabt. Und einen wunderschönen Sandstrand haben wir gehabt. Und das Hotel war auch super. Aber es hat sehr gesehen auf dem Handy. Ja. Dann kann jetzt das Hotel Mama wahrscheinlich nicht mehr mithalten. Hm? Keine Angst, Papa. Daheim ist doch am schönsten. Und das Essen kannst du auch vergessen. Ich freue mich so auf einen Schweinsbraten. Ja. Du, war der Peter schon da? Ja. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Zweimal war er heute schon bei mir in der Werkstatt. Der kann ja gar nicht mehr erwarten, dass er die wieder sieht. Ich kann's auch kaum noch erwarten, bis ich endlich meinen Peter wieder sehe. Ach, schade, dass er nicht dabei war. Ah, Mama, schau. Ich hab dir... Mir. Ja, wir haben dir was mitgebracht. So, und dir, Papa, ein Kaffee. Und ein Opa auch, damit's keinen Sonnenbrand kriegt. Mei, danke. Ganz schön, das freut mich aber. Danke. Ich freue mich so auf die Werkstatt. Ich sag's euch, ich kann Baum ausreißen, so gut bin ich drauf. Und stellt euch vor, eine Reise habe ich auch gewonnen. Was? Ja, weil ich nämlich der 1000. Hotelgast war in diesem Monat. Was, eine Reise? Jawohl. Ja, wohin denn? Eine Woche Erlebnisurlaub auf Mallorca mit allen Schikanen. Da schau her. Ja. Du, aber nur zur Info, gell? So schnell steht jetzt mit Urlaub nichts mehr drin. Ja, keine Angst, Papa, weil diese Reise, die schenke ich nämlich am Opa. Am Opa? Ja, für den ist das gerade das Richtige. Ja, der wollte doch schon immer mal das Meer sehen. Da meine ich, wer's Pech haben. Kann mir nicht vorstellen, dass sich der momentan für eine Reise interessiert. Na, also das glaube ich jetzt auch nicht. Zurzeit redet er nämlich nur noch vom Sterben. Der Opa? Ja. Das kann ich jetzt aber nicht glauben. Also ich auch nicht. Der war doch sonst immer für jeden Spaß zum haben. Ja, aber jetzt nicht mehr. Seit der Opa bei dieser Wahrsagerin war, ist alles anders. Mama, hast du alkoholfrei für mich? Das habt ihr doch noch mitgekriegt, bevor ihr gefahren seid, dass der Opa bei einer gewissen Madame Dolina gewesen ist. Ja, das schon. Aber glaubt ihr den Schmarrn vielleicht, was die ihm gesagt hat? Ich denke, der Opa war gescheiter. Ach, oh mein Bub, bei solchen Sachen, da hört sich die Weisheit auf. Dankeschön. Übrigens, ich habe jetzt gerade am Bachmeier mit einem von unseren Oldtimer fahren sehen. Sag mal, Papa, hast du das am Bachmeier erlaubt, dass der eine Probefahrt macht? Von wegen. Der macht keine Probefahrt, der hat ihn abgeholt. Ja, der Opa hat ihm den Mercedes geschenkt. Was? Geschenkt? Sag mal, spinnt denn der? Die Mercedes, den hat er ja mir versprochen. Zu meinem 28. Geburtstag kriegen, hat er immer gesagt. Oh mein Bub, was der Opa früher gesagt hat, das zählt heute nicht mehr. Seit 14 Tagen ist das alles anders. Er holt euch doch bestimmt bloß zum Narren. Für den ist doch alles ein riesen Gaudi. Mei, ihr kennt's ihn doch. Er will doch einfach seinen Spaß haben. Na, also ein Gaudi ist das nimmer. Meine letzte Woche ist ja noch gegangen, gell? Aber in der Woche ist von Tag zu Tag schlimmer geworden mit ihm. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Ich ist ein Kreuz. Nix freut mit mir. Seitdem ich weiß, dass bald der hingeht mit mir. Grüß dich, Opa. Ah, ihr seid schon da. Ja, es ist schön, dass ich euch noch mal sehe, bevor ich stirb. Opa, du stirbst doch nicht. Oh mein Dirndl, schön war's. Aber ich spür's, dass bald der hingeht mit mir. Die Opa, du wärst doch den Krampf nicht glauben, den dir die Wahrsagerin gesagt hat. Das ist kein Krampf. Die Madame Dolina ist eine ganz erfahrene Wahrsagerin. Die hat bestimmt recht. Ein Scheißdreck hat's. Sei nicht so ordinär. Außerdem ist mir das wurscht, ob das eine erfahrene Wahrsagerin ist oder nicht. Ich möchte von dir einmal wissen, warum du am Bachmeier den Oldtimer geschenkt hast. Sag mal, weil ich ihn nicht mehr brauch und weil ich noch einige gute Werke tun muss, bevor ich stirb. Aber Opa, den Mercedes, den hast du mir versprochen. Wir haben ja noch 2 Oldtimer. Ach so. Für die tut's ein Käfer auch. Den Käfer kriegt doch ihr mal, hast du immer gesagt. Man soll nicht so viele Schätze sammeln, man muss viel mehr Opfer bringen. Ja, hat er das auch die Madame Dolina Ja, gesagt? die- Hoppala. Weil die Madame ist eine ganz gescheite Frau, die weiß alles. Ja, die schaut in ihre Kugel rein
und da drin sieht sie dein ganzes Leben. Also Opa, ich kenn dich nimmer. Ja, seit wann glaubst du an solchen Kas? Ja, also der Markus hat recht. Früher hast du solche Leute ausgelacht, wenn sie an solchen Hokuspokus geklappt haben. Du, das ist kein Hokuspokus. Das ist die Wahrheit. Ich spür's. Oh mei, ist das ein Kreuz. Mir ist das Blöde geht's in die Werkstatt. Die Madame Dolina weiß alles. Alles weiß sie. Alles hat's gewusst von mir. Meine ganzen Jugendsünden hat's in ihrer Kugel drin gesehen. Na ja, das gibt's doch nicht. Doch, dass ich in der Schule immer die Lehrerin geärgert hab, gell? Dass ich im Pfarrgarten Kirschen gestohlen hab. Ja, und dass ich als ein Junge mit einem Haufen Madel posiert hab. Ja, und dass ich euch zwei schon mit 13 Traktor fahren lassen hab. Okay. Alles. Also die Frau wird mir schon langsam unheimlich. Ja, woher weißt denn die sowas? Ja, sag einmal, bist jetzt du auch so blöd und glaubst das? Dafür gibt's doch ganz sicher eine einfache Erklärung. Nein, Markus, da gibt's keine Erklärung. Das hat die Madame alles in ihrer Kugel drin gesehen. Ja, ich hab zuerst auch gelacht drüber. Aber dann... Oh mein armer Opa. Was hat's dir denn sonst noch alles gesagt? Sie hat gewusst, dass ich die Kathi heiraten möchte, dass ich Biedermeier am ewig gesammelt hab und dass ich 3 Oldtimer hab, von denen einer ein Cabriolet ist. Aber das kannst du doch sonst wo erfahren haben. Ja, die Madame hat gesagt, dass ich nicht mehr lang zum Leben hab. Und dass die ganzen Reichtümer, die ich gesammelt hab, alles nur Ballast sind. Und dass dieser Ballast mir jetzt den Weg in den Himmel verwehren wird. Und das glaubst du? Mensch, Markus, jetzt mach dich über den Opa mal nicht so lustig. Du siehst doch, wie schlecht es ihm geht. Ah, lass ihn nur. Ich hätte früher auch nicht anders reagiert, wenn mir jemand sowas erzählt hätte. Und? Wann stirbst du jetzt nachher? Hat dir die gescheite Madame den Tag vielleicht auch noch gesagt? Ja, 10 Tage vor meinem 75. Geburtstag, am Freitag, den 13. wird mich der Tod ereilen, hat sie gesagt. Was, am Freitag, den 13.? Ja, das ist ja heute. Ja, Sag einmal, ja, du bist doch noch schlimmer wie der Opa. Ja, das stimmt doch alles nicht. Ja, die ganze Sache ist doch erstunken und erlogen. Spannst du das nicht? ja, das war schön. Oh mei, oh mei. Ich war ja auch froh, wenn ich nur ein bisschen da bleiben kann bei euch. Aber die Madame hat gesagt, ich soll mich damit abfinden und noch viele Opfer bringen. Ja, was denn für Opfer? Ja, meinen ganzen Palast muss ich loswerden, dass ich in Frieden sterben kann. Was denn für ein Ballast? Alles, was ich nicht mehr brauche. Meine Autos zum Beispiel. Ja, wenn's weiter nichts ist, da können wir dir helfen. Freilich. Den Käfer kriegt die Julia und das Cabrio schenkst mir. Ich weiß aber nicht, ob das gut, wenn ich euch die Autos gebe. Ja, ihr seid ja nicht arm. Und die Madame hat gesagt, ich muss meinen Palast den Armen spenden. Ist der Bachmeier vielleicht arm? Ja, der Bachmeier spendet das Geld, was der Mercedes wert ist, die Armen, hat die Madame gesagt. Und das glaubst du? Mensch, Opa, mit dir haben sie Gehirnwäsche gemacht. Markus, jetzt sei nicht so grob zum Opa. Der Bachmeier, Opa, ist die zwielichtigste Person, die umeinander läuft. Kein Mensch weiß, mit was er sein Geld verdient. Geh, zu Antiquitätenladen, der kann doch nicht so viel Geld abwerfen, dass er solch ein Luxusleben führen kann. Und ich hab noch nie was davon gehört, dass der irgendwas für die Armen übrig gehabt hätte. Nein, im Gegenteil. Die Leute erzählen sie sogar, dass er eine Yacht in Palma hat. Nein, die Yacht gehört ihm doch nicht. Die muss er bloß warten, hat er gesagt. Und darum fliegt er alle 8 Wochen hin. Opa, woher kennst denn du den Bachmeier überhaupt? Von der Werkstatt halt, weil er immer sein Auto zum Richten gebracht hat. Ja, und ein paar Mal im Jahr haben wir Karten gespielt miteinander. Das heißt, du kennst ihn also gar nicht richtig. Mensch, Opa, ich versteh dich nicht. Ja, wie kannst denn du so leichtgläubig sein und dem vertrauen? Das hat schon seine Richtigkeit. Die Madame Dolina hat gesagt, ich kann ihm vertrauen. Wer hat denn die überhaupt auf die Idee gebracht, dass du zu der Wahrsagerin gegangen bist? Niemand. Nein, wir haben Karten gespielt beim Bachmeier. Der Bachmeier, der Gustl und ich. Und da hat die Madame auch mitgespielt. Und wenn auch der Gustl heim ist,
hat die Madame eine Kugel geholt und hat uns die Zukunft vorausgesagt. Der Bachmeier und mir. So. Am Bachmeier und dir. Aha. War diese Madame vielleicht beim Bachmeier auf Besuch da? Das weiß ich nicht. Jetzt frag halt nicht so viel. Das stimmt schon alles, was sie gesagt hat. Ich spür's. Da drin spür ich's, dass bald dahin geht mit mir. Geh, Opa, jetzt sag halt sowas nicht. Ich kann das nicht hören. Oh mein Gott. Du wirst jetzt dann gleich sehen, wie schnell es dem wieder besser wird, wenn ich ihm diese Reise schmackhaft mache. Meinst du, dass das hilft? Schauen wir einmal. Opa, du wolltest doch schon mal nach Mallorca. Ja, du wolltest doch das Meer und die Palmen sehen. Ja, schon, aber das geht jetzt nicht mehr. Das ist jetzt vorbei. Das erlebe ich nicht mehr. Mein dritter Frühling, der kommt nicht mehr. Schauen wir einmal. Opa, jetzt pass auf, du sitzt jetzt einmal daher. Daher da, jetzt sitzt du daher. Dann machst du einmal deine Eigerl zu. Was soll Und dann werd ich dir einmal deine Zukunft voraussagen. ich? So ein Schmarrn. Augen zumachen. Da. Und jetzt, Opa, jetzt stellst du dir vor, du machst eine Traumreise nach Mallorca. So, am Montag steigst du in München in ein großes Flugzeug. Und neben dir, da sitzt eine blonde Schönheit und hilft dir beim Anschnallen. In Mallorca angekommen, erwartet dich strahlender Sonnenschein, Hunderte von Palmen und das Meer. Du wohnst in einem wunderschönen Hotel. Auf der Sonnenterrasse, da ahlen sich braungebrannte Frauen in der Sonne. Ja, und du sitzt auf deinem Balkon und genießt diesen Anblick. Ja, und wartest bei einem kühlen Bier auf den Sonnenuntergang. Ja, nach einem 3-Gänge-Menü nimmst du noch einen Cocktail an der Bar, den dir eine braungebrannte, vollbusige Bardame lächelnd serviert. Ja. Am nächsten Tag geht es dann nach einem reichhaltigen Frühstück mit einem Kleinbus durch wunderschöne Olivenhaine zu den Orangengärten nach Soyer. Ja. Anschließend geht die Fahrt weiter mit dem Schiff. Neben dir steht eine bezaubernde Urlaubsbekanntschaft. Ihre Haare wehen im Wind. Ja. Sie lächelt dich an. Und du genießt diesen Augenblick. Ja, du genießt die Sonne, das Meer und Opa vor allem ihre Nähe. Ja, um Gottes Willen, hör auf, Bub, sonst kann ich nicht mehr in Ruhe sterben. Der Opa! Das muss doch auch nicht. Im Gegenteil. Du machst am Montag diese Reise nach Mallorca, das weiß ich gewiss. Ja, und dann kannst du eine Woche genau das erleben, was ich dir gerade vorausgesagt habe. Ja, sehen, Opa, dann bist du wie neugeboren und fühlst dich jung wie im zweiten Frühling. Au. Mir tat der dritte Frühling auch schon gelangen. Den wollte ich doch mit meiner Karte verbringen. So schön haben wir uns die Zukunft vorgestellt. Im Herbst wollten wir heiraten und dann ins Haseln überziehen. Wir wollten nur was erleben miteinander. Aber jetzt muss ich mich dem Schicksal fügen. Seid mir nicht böse. Ich brauche halt jetzt mal Ruhe, dass er mich auf Sterben vorbereiten kann. Opa, wir zwei machen jetzt einen Deal. Ich lass dir jetzt deine Ruhe und du versprichst mir, dass du am Montag diese Reise antrittst. Komm, Opa, schlag ein. Mein, war das schön, wenn ich am Montag noch leben darf und diese Reise machen könnte. Mein, war das schön. Komm, Julia. Jetzt lassen wir den Opa allein. Weil der muss jetzt nachdenken. Grüß dich, Sepp. Jesus Maria,
hast mich du jetzt erschreckt? Ich hab schon gemeint, der Bandelkramer ist schon da. Das wollte ich nicht, Sepp, das wollte ich nicht. Schlaf ruhig in Ruhe weiter und tu dich auf deine letzte Stunde vorbereiten. Hast deinen inneren Frieden schon gefunden? Ich weiß nicht. Ja, schau, Sepp, du hast einfach noch viel zu viel Ballast um dich rum. Den musst abwerfen, ja, sonst findest du keinen Frieden. Ja, du hast noch 2 Autos, das ist zu viel. Ja, die Autos wollte ich an meine Enkel geben. Das geht doch nicht, Sepp, das geht nicht. Denk dran, was die Madame gesagt hat. Herschenken musst du es, nicht vererben. Ja, aber ich hab da doch schon mein Mercedes und meine schöne Biedermeier mir geschenkt. Aber das langt doch nicht, Sepp, das langt doch nicht. Du musst alles hergeben, wenn du in Ruhe sterben willst. Alles? Ja, und wenn ich dann doch nicht stirb, krieg ich noch meine Oldtimer wieder zurück. Ja, zweifelst du vielleicht an dem, was dir die Madame gesagt hat? Na, Sepp, so findest du keinen Frieden. Am Freitag, den 13. schlägt deine letzte Stunde. Ja, das hat die Madame gesagt. Ja, aber das ist ja halt schon. Und das fällt mir jetzt so schwer. Es wird leichter, Sepp. Es wird leichter, wenn du mal keine Reichtümer mehr hast. Schau, Sepp. Selbst wenn die der Tod jetzt nicht holen darf, wenn's dir am Auskommen darfst, ja, war doch das Opfer nicht umsonst. Ja, irgendwann musst du mal sterben. Ja, und dann wird dir diese gute Tat angerechnet. Ja, dann in Gottes Namen, dann sollst du die Oldtimer haben. Aber gell, du musst das Geld, was die wert sind, die Armen spenden. Ja, freilich, Sepp, freilich. Okay, das ist doch selbstverständlich. Du, aber jetzt müsstest du mir bloß noch eine Schenkungsurkunde geben. Ja, weil sonst kann ich die Autos ja gar nicht abholen. Und die kann ich da heute nicht mehr ausstellen. Da bin ich viel zu müde dazu. Schau her, wie meine Hände zittern. Ja, aber morgen ist spät, Sepp, morgen ist spät. Das musst du heute noch machen. Ja, na, schreib's halt du und ich unterschreib dann bloß. Na, das geht doch nicht, Sepp, das geht doch nicht. Die Urkunde muss doch deine Handschrift haben. Ja, sonst geht's doch nicht. Aber schau, du schreibst einfach das Gleiche drauf wie beim letzten Mal. Schreiben wir es hinten drauf. Da schau her, mit Datum und Unterschrift. In Gottes Namen, das werde ich auch noch zusammenbringen. Ja. So ist recht, Sepp. So ist recht. Du, sag einmal, hast du eigentlich noch einen Haufen Bargeld unter der Matratzen, das dir recht druckt? Weil das müsstest du auch hergeben, wenn du in Ruhe sterben willst. Ich hab aber kein Bargeld nicht mehr. Das ist alles für den Umbau vom Häusl draufgegangen. Ja, so, jetzt da noch die Unterschrift. Ja. Und dann wird's leichter. Ja, ich spür aber noch nichts. Ja, das kommt schon, Sepp, das kommt schon. Und denk dran, was die Madame gesagt hat. Alles musst hergeben. Alles. Was ist denn da für ein Polizist da draußen? Was habt's denn mit der Polizei zu tun? Nix. Das ist bloß der Freund von der Julia, der Peter. Ah, ist das ein Polizist? Ja. Ah, Herrschaft, das passt mir aber jetzt gar nicht, dass der einen Polizisten als Freund hat. Und ich hätte jetzt gern wieder meine Ruhe. Ja. Tu dich nur entspannen, Sepp, tu dich nur entspannen und tu dich auf Sterben vorbereiten, gell? Aber du, jetzt müsstest du mir bloß noch den Autoschlüssel geben. Ja, ich stehe jetzt nicht mehr drauf. Die Schlüssel hängen in der Werkstatt draußen. Ich soll dir da alles geben. Da schau her, der Bachmeier. Was willst denn du schon wieder da? Ah, nix, ich wollte bloß einen Sepp noch mal besuchen, bevor es spät ist. Nächstes Mal noch einmal was abluchsen. Du, gell, ich hab ihm noch nie was abgeluchst. Die Autos, die hat er mir schon von selber gegeben, gell, Sepp? Ja, das stimmt. Also sei so gut alles und gib ihm die Schlüssel von den 2 Oldtimer. Was soll ich? Nix kriegt der von mir. Wenn's du in deiner geistigen Umnachtung nicht mehr weißt, was du tust, dann muss wenigstens ich schauen, dass der Betrüger da nicht alles nimmt, was du noch hast. Du, gell, ich brauch mich vielleicht von dir nicht beleidigen lassen, gell? Der Sepp hat mir die Autos gegeben, da schau her, schwarz auf weiß hab ich. Schau bloß, dass du weiterkommst, sonst suchst man kommt nicht erst noch. Ja, ich darf ja gern gehen, aber du müsstest mir halt die Autoschlüssel noch geben, gell? Am Pfiffkass kriegst du so und jetzt schaust, dass du schleichst und lass dich bei uns nicht mehr blicken. Ja, hoppala! Oh, guck mal,
Ja, was ist denn da los? Erno, den kannst du jetzt gleich verhaften, den Betrüger da. Warum? Was ist passiert? Frag nicht so viel verhaften, so ist es. Wo hast denn deine Handschellen? So einfach geht es nicht. Da sind mir die Hände gebunden. Red kein Schmarrn, ihm sollst du Hände zusammenbinden, nicht dir. Lauf mich aus! Weil sonst sorge ich dich noch an, gell? Wegen Freiheitsberaubung. Hast du deine Handschellen hier? Dann mach ich es selber, wenn's das du nicht kannst. Ich hab keine Handschellen dabei. Sag mal, was bist denn du für ein Polizist? Ohne Handschellen, ohne Pistolen. Da bleibst! Ich bin nicht im Dienst. Ich wollte zur Julia. Ein Polizist ist immer im Dienst, wenn er braucht wird. Ja, jetzt lass mich aus. Ja, Luis, lass den Bachmeier aus. Der ist unschuldig. Ein Schmarrn ist er. So, jetzt rufst deine Kollegen an, dann sollen die kommen und den Betrüger da verhaften. Du sollst mich jetzt auslassen, gell? Weil sonst sorge ich die nämlich noch wirklich an. Aber dann kommt Verleumdung auch noch dazu. Und der Polizist da, das ist mein Zeuge. Ruf deine Kollegen an. Aber so einfach ist es nicht. Wenn die umsonst kommen, dann musst du den Einsatz zahlen. Kim lassen aus ist gescheiter, sonst machst du dich wirklich noch strafbar. Ja, und von dir kriege ich heute noch die Autoschlüssel, weil da hab ich Recht drauf. Oh, Luis, gib's ihm heute. Ich möchte jetzt endlich mal Ruhe. Nicht bevor ich schwarz auf weiß gesehen hab, dass du wirklich so blöd bist und ihm die Oldtimer geschenkt hast. Ja, sag mir den Schritt. Dass du nachher reißen kannst, gell? Ja, Um was geht's denn eigentlich? Das ist für die überhaupt nicht wichtig, weil mir du sowieso nicht hilfst. Das musst du verstehen, dass ich nicht einfach irgendwen verhaften kann. Ja, dir sind ja die Hände gebunden. Ne? Und ich sag's dir jetzt zum letzten Mal, jetzt gib mir den Autoschlüssel. Oh, Luis, gib's ihm heute. Und ich sag dir zum letzten Mal, dass du verschwinden sollst. Sonderland! Das hält man. Aber ich komm wieder, gell? Aber dann mit Begleitung. Ja, Das wird da aber auch nicht helfen. Was ist denn da für Gaudi, Herrin? Ah, Peter, du bist ja schon da. Grüß. Servus, Schatzi. Mei, bin ich froh, dass du wieder da bist. Ja, das kannst du schon. Da sind dir jetzt die Hände nicht gebunden. Mensch, Alex, das musst du verstehen, dass ich da vorher nichts machen hab können. Warum, was war denn? Ja, dann frag deinen Helden da. Ich geh jetzt in die Werkstatt und versteck die Autoschlüssel. Die 2 Oldtimer kriegt man der nicht, der Betrüger. Alles, gib ihm heute die Schlüssel. Du wirst mir noch mal dankbar sein, wenn du morgen oder übermorgen aufwachst und merkst, dass dir der Pharisäer da beschissen hat. Oh mei, oh mei, oh mei. Es war schön, wenn ich morgen noch mal aufwachen dort. Dafür darf ich meine Autos gern hergeben. Geh, Opa, freilich wärst du morgen noch mal wach. Hast du denn ganz vergessen, was dir der Markus vorhin gesagt hat? Du fliegst am Montag in den Süden und genießt die Sonne, die Palmen und das Meer. Ja, schön war's, wenn ich das noch erleben darf, mein Lieber. Urlaub unter Palmen. Glaub mir's, Opa, dein 3. Frühling kommt bestimmt. Jetzt müsste der Markus dann aber bald vom Flughafen zurück sein. Mei, hoffentlich kommt der allein zurück. Nicht, dass sich der Opa auf einmal anders überlegt hat und fliegt doch nicht mit. Geh, der fliegt bestimmt. Du müsstest mal seine Augen gesehen haben, als er heute ins Auto eingestiegen ist. Die haben richtig gestrahlt. Halt, früher hat er es gar nicht glauben können, dass er noch am Leben ist, wo doch heute schon der 16. ist. Ja. Endlich hat er es kapiert, dass ihm diese Wahrsagerin einen Schmarrn erzählt hat. Sowas glaubt er nie wieder, hat er gesagt. Ja, hoffentlich hält der Glaube an. Nicht, dass er am Ende meint, das Flugzeug kann vielleicht abstürzen und er muss im Flugzeug drin sterben. Jetzt hat er es ja begriffen. Er war halt früher schon wieder ausgewechselt. Kurz bevor er zum Markus ins Auto eingestiegen ist, hat er mir noch extra angeschafft, ich soll ja am Bachmeier diese Oldtimer nicht aushändigen. Was, das hat der gesagt? Ja, aber der Bachmeier hat doch die Schenkungsurkunde. Ah, da fällt mir schon noch was ein. Die Autos kriegt mir der nicht, der Look, der. Ja, du, vielleicht kann er ja der Bäder helfen. Der soll sich halt die Urkunde einmal anschauen, ob die überhaupt gültig ist. Dein Bäder, sei mir doch mit dem statt, dem sind doch
die Hände gebunden, wenn er mir helfen soll. Geh, Papa, das musst du doch verstehen. Der hat halt auch seine Vorschriften. Der kann nicht einfach am Bachmeier verhaften, bloß weil das du sagst. Das ist doch kein Polizist. Für mich ist das ein Waschlappen. Ich möchte mal wissen, was du an dem findest. Also immerhin ist er ein Beamter. Bei dem ist die Julia mal gut versorgt. Das ist aber auch wirklich der einzige Vorteil, den er hat. Als Polizist hat er seine Vorschriften, das musst du verstehen. Das ist ein Paragraphenreiter, der wo keine eigene Meinung hat und der sich überhaupt nichts traut. Der soll sich mal einen richtigen Bullen anschauen, im Fernseher. Ja? Aber das ist doch bloß ein Ochs. Also, Papa, jetzt langt's. Ich geh lieber schon ins Büro. Jetzt hast du es vertrieben. Ach, weil du immer so dumm daherreden musst. Macht auch nichts, fangt's wenigstens früher mit der Büroarbeit an. Da bist ja alles klar, mein Opa. Logisch. So, das wäre geschafft. Der Opa sitzt im Flieger. Weißt du das gewiss? Ganz gewiss. Ich habe mir nämlich extra noch eine Bohrkarte besorgt und habe an Opa der Stewardess übergeben. Ah, Gott sei Dank war dieser rechter Feschi. Mei, da hätte seine Eigerl sehen sollen, wie die gleich blitzt haben. Und dann bin ich nicht eher weggegangen, bis der Flieger in der Luft war. Gott sei Dank. Ich hab das doch gesagt, dass der mitfliegt. Ich kenn doch meinen Vater. Mama, wir's sehen, wenn der Opa wieder zurückkommt, dann ist der wie neu geboren. Ja, was ist jetzt das? Ja, Kathi. Ihr sitzt da alle schön beim Frühstück. Nachher kann's ja so schlimm nicht sein mit dem. Ja, Kathi, was machst denn du schon da? Ich hab gedacht, deine Kur dauert bis Freitag. Ihr seid's gut. Die Kur habe ich abgebrochen, weil der Sepp mir geschrieben hat, ich soll so schnell wie möglich kommen, weil es dahin geht mit ihm. Also glaubst du's na? Und ich hab die extra nicht angerufen, damit du deine Kur zu Ende machen kannst. Jetzt sagt sie mir mal, was los ist. Er hat mir so komisch geschrieben, dass mir ganz Angst und Bang worden ist und darum bin ich gleich hergekommen. Also, wo ist er? Liegt er im Bett? Da droben ist er. Was ist jetzt da droben? Seine Kammer ist doch da drüben. Im Himmel ist er drum. Um Gottes Willen. Soll das heißen, dass er schon gestorben ist? Mei, dann hat es ja doch gestimmt, dass er so schlecht beieinander war. Mein armer Seppi. Und ich bin spät gekommen. Hat er recht viel leiden müssen. Naja, wie man's nimmt. Also, wir haben mindestens genauso viel leiden müssen wie er. So schlimm war's mit ihm. Mein armer, lieber Seppi. Und ich war nicht da. Ja, sei froh, dass du nicht da warst. Da ist der allerhand erspart geblieben. So wie der gejammert hat. Ja, wie redst denn du über dein Opa? Wenn man stirbt, wird man da wohl jammern dürfen. So schön hätten's mir noch haben können miteinander. So schön. Du erlebst deinen dritten Frühling schon noch. Jetzt kommt's. Ja, wie kommt's ihr mir denn vor? Ihr lacht's da alle und redet so dumm daher, wie wenn nichts passiert wäre. Das tut man doch nicht in einem Trauerhaus. Kathi, jetzt beruhig dich wieder. An Opa geht's gut. Ja, er ist zwar im Himmel drum, aber er sitzt im Flieger nach Mallorca. Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Soll das heißen, er lebt noch? Ja, freilich. Oder meinst du, er fliegt als Toter nach Mallorca? Ihr wollt mir wohl alle zum Narren halten. Was tat denn der Sepp allein in Mallorca? Sich erholen vom Sterben. Jetzt sagt's mir einmal endlich, was los ist. Der Sepp darf doch nie im Leben ohne mich Urlaub machen. Also wo ist er? Liegt er vielleicht im Krankenhaus? Na, Kathi, am Opa fehlt nix. Ja, wieso hat er mir dann so einen komischen Brief geschrieben? Was hat er denn geschrieben? Ach, Markus, komm, lesen du. Du kennst die vielleicht besser aus als mir ich. Mami. Liebe Kathi, muss dir leider mitteilen, dass es bald dahin geht mit mir, weil ich am Freitag, den 13. sterben muss. Komm bitte so schnell du kannst. Ich muss dir nämlich noch etwas beichten. Dein Sepp. PS. Ich hinterlege vorsichtshalber bei der Resi einen Brief für dich. Falls du es nicht mehr schaffen solltest,
mich lebend hier anzutreffen. Dann hat dir der Opa einen Brief gegeben. Das weiß ich gar nicht. Ja, vor 3 Tagen schon. Aber der ist ja jetzt hinfällig geworden, weil es am Opa wieder gut geht. Du Kathi, das darf mich jetzt nadisch interessieren, was der Opa dir zu beichten hat. Ja, mich schon auch. Aber jetzt möchte ich zuerst einmal wissen, was sie da bei euch abgespult hat. Oh mein Kathi, das ist eine längere Geschichte. Weißt du was? Jetzt kommst du mit mir in die Küche raus und dann erzähl ich dir alles Schiederei noch. Also normal ist das für euch nimmer. Mir schreibt er immer sterben, nachher fährt er allein fort und macht Urlaub. Das ist doch. Weißt du was, Papa? Ich glaube, am meisten stinkt ihr, dass der Opa ohne sie nach Mallorca geflogen ist. Die verkraft ist schon, da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Aber sag einmal, meinst du, dass sich der auf Mallorca allein zurechtfindet? Logisch. Ja, der Opa ist doch normalerweise ein cooler Typ. Und außerdem ist da alles super organisiert. Er wird vom Flughafen abgeholt, er wird ins Hotel gebracht. Ja, er muss sich in der ganzen Woche um nichts kümmern. Nur mitmachen und entspannen. Dann bin ich ja beruhigt. Gut, so. Für die ist jetzt allmählich an der Zeit, dass du in Bewegung kommst, gell? Ja. Wie lange willst du nur da rumsitzen, hä? Schau, dass du in die Werkstatt rauskommst. Fangst mit dem Bulldog vom Gustl oder ist Kupplung kaputt? Ich komm dann gleich noch. Ja, ich gehe ja schon. Mich hätte bloß noch interessiert, was in dem Brief drin steht. Mei, was wird jetzt so ein alter Mo schon zum Beichten haben? Dass er ihre Pralinen zusammengefressen hat? Meinst? Naja, ich zieh mich jetzt um und dann gehe ich in die Werkstatt raus. Du, aber die Garage, wo die Oldtimer drinstehen, die bleibt zugesperrt, gell? Die 2 Autos kriegt man der nicht, der Lump. Ah, da ist er ja. Also, jetzt walte deines Amtes. Wenn man Teufel nennt, kommt er grennt. Ja. Dein saudummes Gerede wird dir jetzt auch gleich vergehen. Hast du halt Verstärkung mitgebracht, hä? Wie du siehst, bin ich zur Polizei gegangen. Und jetzt musst du die 2 Oldtimer rausrucken, ob's da passt oder nicht. Gar nichts muss ich. Sag einmal, du magst da auch noch mit, schamst dich du überhaupt nicht. Aber ich kann für nichts dafür. Wir haben's von der Dienststelle aus mitgeschickt, weil der Bachmeier um Polizeischutz gebeten hat. Ja, ich weiß schon, du kannst ja nie was dafür. Und dir sind ja die Hände gebunden. So gern das Schreiben vom Rechtsanwalt. Ja, also, das hier ist eine schriftliche Aufforderung zur Aushändigung der Fahrzeuge. Aber ich kann nichts dafür. Da lache ich ja nur. Die Fahrzeuge sind dem Besitzer, Herrn Hans Bachmeier, auszuhändigen. Für mich ist immer noch mein Vater der Besitzer. Und ich habe eine Schenkungsurkunde. Und die ist gültig. Ja, du kannst mir viel verzeihen, dir glaube ich kein Wort. Ja, sag einmal, für was hab ich die denn dabei? Zeig ihm die andere Urkunde auch noch. Ja, also das hier ist die Urkunde, die dein Vater geschrieben hat, aber wie gesagt, ich kann nichts dafür. So, das wäre erledigt. Das nutzt dir gar nichts, weil das war nämlich natürlich nur eine Kopie von der Urkunde. Ja, aber das hättest du jetzt nicht machen dürfen. Ja, das ist eine schriftliche Aufforderung, ein amtliches Dokument. Ja, sag mir du nicht, was ich machen Au, soll. was hat der Spitzen jetzt? Hoppala, da kann ich jetzt nichts dafür. Du sagst, das verschwindest, gell? Ja, sag einmal, hilf mir doch, du siehst doch, was der mit mir macht. Das geht jetzt nicht. Ich glaube, ich habe einen Bandscheibenschaden. Oder? Auf so einen Polizeischutz, da kann ich verzichten. Das werde ich einer Dienststelle melden, gell? So, jetzt red nicht lang, da hat der Zimmer muss lachen. Lass die ja nicht mehr blicken bei uns. Sag einmal, was schreibst denn jetzt so? Tut das weh. Um Gottes Willen, weh, da tut's auch weh. Was hast du denn? Ja, schau, dass du dich ein bisschen kümmerst um deinen Spargeltarzan da, dass er wieder einsatzfähig wird. Auf solche Helden können es bei der Polizei ganz schlecht verzichten. Das lasse ich mir nicht bieten, gell? Das wird ein Nachspiel haben, jawohl. Ja, das Nachspiel, das kannst du klar haben. Gut. Da wissen wir nicht nur. Dein Vater hält nicht voll von mir, gell? Dabei kann ich gar nichts dafür. Was war denn überhaupt los? Der Bachmeier wollte die Oldtimer abholen. Und wir haben's von der Dienststelle aus mitgeschickt. Ja, und jetzt glaubt dein Vater natürlich, dass ich auf den Bachmeier seiner Seite bin. Ja, das ist natürlich schon blöd, dass ausgerechnet die daher mitschicken. Jetzt wird mein Vater heute noch mehr gegen die sein, wie er eh schon ist. Ja, ich muss halt beweisen können, dass der Bachmeier ein Betrüger ist.
Ja, dann darf mir dein Vater bestimmt akzeptieren. Aua! Du wirst aber nichts beweisen können. Da ist der Opa selber schuld dran, weil er an diese Urkunde unterschrieben hat. Ich habe ja schon auf eigene Faust gegen ihn ermittelt, aber da findet man nichts. Was? Du hast schon ermittelt? Für uns, also ich mein für den Papa. Boah, das finde ich voll richtig toll von dir. Ja, aber gegen den findet man keine Beweise. Der ist einfach zu schlau. Das war doch damals bei der alten Brunnerin genau das Gleiche. Die hat der Bachmeier so lang besucht, bis sie ihm ihre schönen alten Bauernschränke geschenkt hat. Und alles hat er schriftlich gehabt. Genau. Der hat ja sogar nur 10.000 Euro abgenommen, kurz bevor es gestorben ist. Haben gleich gesagt. Ich verstehe einfach nicht, warum sie euer Opa von dem auch so einwickeln hat lassen. Tja, das war der Trick mit dieser Wahrsagerin. Die hat den Opa total verwandelt. Diese Madame Dolina müssen wir heute finden. Na, das bringt uns auch nichts, weil Wahrsagerei nun mal nicht strafbar ist. Wir haben nichts gegen sie in der Hand. Dann kann die Polizei also nichts gegen diese zwei Betrüger unternehmen? Noch nix. Danke. Aber ich werde schon noch was finden. Mei, was glaubst du, wie gerne ich den Bachmeier Handschellen anlegen darf? Ja, dann kriegt dein Vater endlich einen Respekt vor mir. Ach, gell. Das kann uns doch wurscht sein, was mein Papa von dir denkt. Für mich bist du jetzt schon ein Held. Besonders in deiner Uniform. Da schaust du immer so stark aus. Mein Gott, dass du mich dran erinnerst. Ja, ich bin ja noch im Dienst. Da sind Zärtlichkeiten nicht erlaubt. Ich muss jetzt sofort zurück in die Dienststelle und Bericht erstatten über den Vorfall zwischen einem Bachmeier und deinem Vater. Ja, heute begleite ich nur ein Stück. Aber dann komm ich. Wo bist denn jetzt auf? Mama, haben wir nur einen Spezi daheim? Oh, Kathi, und? Hast du jetzt die Beichte vom Opa schon gelesen? Ach gut, dass du mich erinnerst. Den Brief habe ich ja ganz vergessen gehabt. Nach all dem, was ich gerade gehört habe. Da hast dein Spezi und jetzt sein Staat. Geh wieder an die Arbeit, ist gescheiter. Ja, man wird doch noch fragen dürfen. Ich hätte einfach gern gewusst, was in dem Brief drin steht. Also, eigentlich darf ich dir den Brief gar nicht aushändigen. Ja, der war ja nur für den Fall bestimmt, dass du den Opa nicht mehr lebend antriffst. Der Brief gehört mir, drum musst du mir auch geben. Ja, da hat die Kathi schon recht, der Brief gehört dir. Es wird schon nichts Schlimmes drinstehen. Vielleicht wollte er mir um Verzeihung bitten, weil er unsere Esszimmermöbel dem Bachmeier gegeben hat. Ja, mei, vielleicht ist ja auch bloß irgendeine Jugendsünde, die er da beichten wollte. Mei, wer weiß, was am Opa in seiner Todesangst alles eingefallen ist. Mei, der arme Sepp. Was mag der alles mitgemacht haben die letzten 14 Tage? Mama, geh weiter, jetzt rückt den Brief raus. Also gut. Aber geh auf deine eigene Verantwortung. Jetzt habe ich mein Lesebrühen im Auto liegen lassen. Und ich war schon so neugierig drauf. Komm, Markus, lesen du. Nix lieber wie das. Aha. So. Schauen wir mal. Liebe Kathi, ich muss dir leider etwas beichten, bevor es dahin geht mit mir. Es fällt mir bestimmt nicht leicht, aber glaub mir, ich habe es auch schon oft bereut. Jetzt pass auf, was ich dir zu beichten habe. Ja. Jetzt Ja, verreck. Na, also Kathi, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil sonst trifft dich der Schlag. Jetzt lies und druck nicht so lang umeinander. Nein, Kathi, beim besten Willen, aber das kann ich dir nicht antun. Du sollst lesen, habe ich gesagt. Mama, da, ich glaube, es ist gescheiter, du reißt den Brief. Du näher, dann lies ihn halt erst daheim, wenn du nicht tust. Freilich lese dann vor. Ja. Aber auf deine eigene Verantwortung. Alles, was drin steht, ich will nicht geschont werden. Die Kathi muss denn das sein? Tu dir doch das nicht an. Schon ein altes Sprichwort sagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, da hat die Mama recht. Lies. Also gut, wenn du unbedingt wissen willst, was drin steht. Freilich will ich das wissen. Gut, du willst es nicht anders. Ja, jetzt du. Jetzt pass auf, was ich dir zu beichten habe. Ich hätte dich heuer im Mai bald sitzen gelassen. Und zwar wegen dieser blonden, attraktiven Urlauberin. Weißt schon, diese eine, mit der ich öfters eine Probefahrt gemacht habe. Aber leider hat mich die bloß zum Narren gehalten. Ich glaube, ich bin. Liebe Kathi, ich hoffe, du kannst mir diesen Seitensprung verzeihen, damit ich meinen Frieden im Jenseits finde. Ja, freilich, sonst nichts mehr. Wahrscheinlich wirst du jetzt vor Wut zerspringen, aber tief in deinem Innersten
bist du ja doch noch eine gute Haut. Gut. Es tut mir leid, dass wir zwei unseren 3. Frühling nicht mehr miteinander erleben können. Es grüßt dich, dein Seppi-Bär. Dein Seppi-Bär. Dein Seppi-Bär, dass ich nicht lach. Dein Saubär, wenn du geschrieben hättest, dann besser. Vaterlos, der greift jetzt. Der, wenn mir heimkommt, da wird er schon sehen, was ich für eine gute Haut bin. Das Kreuz schlug ich am auch dem Betrüger, dem Heiratsschwindler. Ja, gibt's denn sowas? Mich hätte er sitzen lassen. Kathi, jetzt sei doch nicht so böse, schau. Ja, vielleicht hat er gar nichts dafür können. Ja, mei, du weißt doch, wie raffiniert solche Urlauberinnen oft sind. Ja, die werden bestimmt mit ihren Reize verführt haben. Genau. Du sei stark, auf die Herre sowieso nicht. Du bist ein Mann und ihr Männer seid alle gleich. Ihr holt's alle zusammen. Eine Hundsgemeinheit ist es. Aber Kathi, jetzt beruhigt dich halt wieder. Schau mal, der Markus, der hat schon recht. Diese Urlauberin, die hat sich heute die Zeit ein bisschen vertrieben im Opa. Die hat ihn doch bloß zum Narren gehalten. Aber er hat sich in sie verliebt und wegen derer hätte er mich sitzen lassen. Da steht schwarz auf weiß. Das verzeih ich ihm so schnell nicht. Ja, aber das war doch schon im Mai. Das ist doch bald verjährt. Da redst du einen Schmarrn. Das ist grad 3 Monate her. Jetzt weiß ich ja, warum er mir die letzte Zeit allweil so schön da hat. Ein schlechtes Gewissen hat er gehabt, sonst gar nichts. Der Casablanca, der. Casanova heißt das. Das ist doch wurscht, wie das heißt. Das läuft alles auf dasselbe hinaus. Er ist ein alter Depp, der sich von den jungen Dinger um den Finger wickeln lässt. Mei, die Jungen sind halt einfach Handsinder wie die Alten. Markus! Man kann ja einen Opa schon verstehen. Kathilein, das wird schon wieder. So schön hätten's mir noch haben können miteinander, so schön. Erst vor 3 Wochen hat er mir versprochen, dass er mit mir eine Hochzeitsreise macht. Und dann hat er mir in der letzten Zeit immer über unsere gemeinsame Zukunft und über unseren 3. Frühling vorgeschwärmt. Und jetzt ist alles aus. Also, ich hab mir gedacht, in eurem Alter wäre das nicht so schlimm, wenn man sich mal andere anlacht. Aber du eiferst ja noch mehr wie ein Junge. Ich eifert nicht, ich hab bloß eine gescheite Wurst. Okay, Kathi, jetzt schau mal, das renkt sie alles wieder ein. Die Hauptsache ist doch jetzt, dass der Opa seinen Lebenswillen wieder zurückgekriegt hat. Weil, du hättest ihn einmal sehen müssen, wie krank dass der vor 2 Tagen noch war. Ja, der wollte ja nur noch sterben. Also wenn du das so erlebt hättest, dann hätte er jetzt das kleine Techtelmechtel bestimmt nichts ausgemacht. Ein kleines Techtelmechtel, sagst du? Er hätte mich sitzen lassen. Ach, geh, Kathi, jetzt verzeih ihm doch den kleinen Ausrutscher. Schau, der Opa, der hat letzte Woche so viel aushalten müssen. War's wirklich so schlimm mit ihm? Ja, schon. Ja, dann muss ich mir ja die ganze Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Aber ich kann für nichts garantieren. Du bleibst jetzt erst einmal bei uns da, gell? Der Markus, der soll deine Koffer ins Heiseln übertragen. Ins Heisel wollten wir ja erst im Herbst nach unserer Hochzeit einziehen. Ja, aber... Falls die noch jemals stattfinden wird. Hör doch mal auf mit dem Bläden daherreden. Geh lieber ins Auto, hol die Koffer und trag's ins Heiseln über. Und du beruhigst dich jetzt und denkst in aller Ruhe drüber nach, ob's nicht gescheiter ist, wenn's dem Opa verzeihst. Ja, du hast schon recht. Aber zuerst muss ich einmal die ganze Sache verdauen. Und ab morgen werde ich an mir arbeiten und über eine eventuelle Versöhnung nachdenken. Ja, genau so machst du das. Vielleicht verlagert sich dann mein Wort auf die depperte Urlauberin und auf den gescherten Bachmeier. Genau, Kathi, so ist recht. Auf den Bachmeier musst du dich konzentrieren. Der hat dein ganze Gut verdient. Der Lump, der. Ja, der ist doch schuld daran, dass der Opa diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Ja, sonst hätte der noch 20 Jahre mit seiner Beichte noch gewartet. Und Kathi, in 20 Jahren, da ist dir das bestimmt wurscht, mit wem der Opa eine Probefahrt gemacht hat. Na, in 20 Jahren ist mir das auch noch nicht wurscht.
So, jetzt wird er ja gleich da sein, der Opa. Hä? Wo ist denn jetzt der Schaukelstuhl hingekommen? Der war doch vorher noch da. Mama, wo ist denn Opa sein Schaukelstuhl? Den hab ich weggerannt. Wieso? Wieso? Mei, das kannst du doch denken, wieso? Meinst du, die macht die Gaudi da noch mal mit? Was denn für eine Gaudi? Ja, sei Jammerei da herin. Zum Schluss ist der Opa doch noch nicht geheilt von dem Irrglauben, dass er bald sterben muss. Und ich komme dann da herin die Jammerei wieder anhören. Na, also, das tue ich mir nicht an. Geh, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Ja, weil er die ganze Woche nichts hören hat lassen. Kein einziger Anruf. Nicht einmal eine Karten hat er geschrieben. Ja, Mai, er wird halt so im Urlaubsstress gewesen sein. Also auf jeden Fall habe ich schon mal vorgesorgt und habe seinen Schaukelstuhl in sein Zimmer gestellt. Warum hast du denn das da nicht gleich in sein Heisel umgestellt? In das Heisel, da wollte er doch erst im Herbst nach seiner Heirat mit der Kathi einziehen. Ja, wenn die Heirat überhaupt nur stattfindet. Ja, die Kathi ist doch gestern extra abgereist, damit sie am Opa sein falsche Lädchen nicht mehr sehen muss, hat sie gesagt. Ja. Die kommt schon wieder, da habe ich keine Angst. Geh, die hält da halt gar nicht mehr aus. So, meinst du, dass am Opa verzeiht? Ja, ich denke schon. Mei, schau, ihr größte Wut ist ja schon verraucht. Und wenn ihr der Opa ein bisschen schön tut, dann kann er schnell wieder um den Finger wickeln. So, jetzt halten wir aber nicht mehr länger auf. Ich muss jetzt schauen, dass der Kugelhupf fertig wird. Dass wir heute Nachmittag was Gescheites zum Kaffee haben. Mei, da wird sich der Opa aber freuen, wenn er seinen Lieblingskuchen kriegt. Ja und? Hat jetzt der Opa schon angerufen, wann sein Flieger kommt? Na, bis jetzt noch nicht. Mei, vielleicht hat er nur einen Doktor gekriegt. Nein, das glaube ich nicht. Weißt du was? Ich zieh mich um, fahr zum Flughafen und warte jeden Flieger, ob der aus Mallorca kommt. Wenn irgendwann wird er schon drin sitzen. Ja, mach das. Du, und wenn irgendwas ist, dann rufst mich an, gell? Ich bin ab jetzt im Büro drüben. Ja, was soll denn schon sein? Der Opa ist doch kein kleines Kind mehr. Die Koffer können es gleich da stehen lassen. So, jetzt komm. Jetzt komm weiter. Das ist also jetzt mein Daheim. Da draußen ist die Küche und da draußen ist mein Zimmer. Und da drüben steht das Heisel, von dem ich da erzählt habe. Aber das wirst du jetzt bald von Ihnen kennenlernen, weil du schlafst natürlich im Heisel drüben. Und meine Leute erzählen, dass du meine Urlaubsliebe bist. Das wäre der Gaudi, das kannst du mir glauben. Mei, was werden denn deine Leute sagen? Das werden wir dann schon sehen. Auf alle Fälle bist du ab jetzt mein Urlaubsschwarm, die Johannita. Hast du verschluckt? Den Namen spricht man in Spanien anders aus. Mit einem harten im Rachen. Ja. Juanita heißt es. Ah gut, dann sage ich ab jetzt Juanita zu dir. Juanita. Ja, hab ich doch gesagt, Juanita. Mit einem im Rachen, nicht mit einem K. Das passt schon. Ich bin ja schließlich kein Spanier, nicht? Ah du, aber jetzt zu dir. Du sagst am besten gar nichts und wenn, dann redest du nur Spanisch. Ja, ja, so weit werden meine spanischen Sprachkenntnisse gerade noch reichen. Und immer lieb sein zu mir, gell? Immer schön schmeicheln und mich anlächeln. Was glaubst du, was die für Arme machen, wenn sie uns zweier so sehen? Vor 10 Tagen wollte ich noch sterben und jetzt freut mich das Leben wieder. Na, wenn's meinst. Du, und wann willst du mit dem Bachmeier reden? Der kommt später dran. Alles zu seiner Zeit. Jetzt möchte ich zuerst einmal wissen, wie meine Leute reagieren, wenn ich mit einer spanischen Tänzerin heimkomme. Ole! Ole! Aber du hast mir dafür eine Arbeit im Hotel versprochen. Vergiss das, Ja, Fanny. ja, da fällt sich nichts. Da gehen wir gleich morgen oder übermorgen zum Huberwirt rüber. Der hat ein Mordshotel gebaut. Der braucht bestimmt Personal. So, und jetzt trage ich mal deine Koffer ins Heisel rüber. Nein, bleib du nur da. Und wie gesagt, wenn wer kommt, nur Spanisch sprechen. Sissi. Sissi. Ja,
Buenos dias. Buenos, grüß Gott. Wer sind denn Sie? Nix verstehen. Ach so, suchen Sie vielleicht ein Zimmer? Sie. Ja, tut mir leid, aber wir vermieten keine Zimmer. Sie. Nein, keine Zimmer. Sie verstehen? Sie. Nein, nix Zimmer. Sie verstehen? Wir tot Zimmer. Nix. Ich muss zum Flughafen. Ich schnell muss weg. Sie. Nein, nix, Sie. Sie kommen mit mir mit. Ich zeige Ihnen Hotel, ja? No. Ja, No. Bitte, kommen Sie mit. Interessiert, Sie muss zum Flughafen. Hoppala! Was willst denn du am Flughafen? Ich bin doch schon da. Opa, du? Ja, Ja, ich glaube, ich bin. Wie schaust denn du aus? weil mir halt ein richtiger Urlaub ausschaut. Und wer ist sie? Das ist meine spanische Bekanntschaft. Ja, die Traumfrau, die du mir vorausgesagt hast. Ja. Ich hab sie gleich mit heimgenommen, weil sie mir so gut tut. Naja, so wortwörtlich hättest du es vorher jetzt auch nicht gleich nehmen müssen. Ah, das passt schon. Seit ich meine Kuh Anita kenne, bin ich wie neu geboren. Ich fühle mich um 30 Jahre jünger, gell? Me llamo Juanita. Ja, ich weiß. Was hat sie jetzt gesagt? Dass ich ihren Namen verkehrt ausspricht, hat's gesagt. So, und das hast du verstanden? Ja. Hast du jetzt auf die paar Tage auch noch Spanisch gelernt? Ja, mei, ein paar Brocker sind halt hängen geblieben. Also, Mehr brauche ich auch nicht, weil wir verstehen uns zwar recht gut, gell? Auch ohne Sprache, gell, Schatzel? Oh la la. weißt du nicht, dass die ein bisschen jung ist für die? Ja, mei, älter wird's von selber. Ja, das weiß ich schon. Aber ich glaube, deine Juanita, die darf ja viel besser zu mir passen. Gell, Juanita? Sie. Du nicht da jetzt so dumm daherreden, schau lieber, dass du in der Werkstatt rauskommst. Ja. Ich zeig der Kuh Anita dabei mein Heißel. Opa, möchtest du es nicht lieber fragen, ob es bei mir schlafen möchte? Du nicht frech werden und verschwinden. Ja, ich gehe ja schon. Halt! Wo sind denn die anderen alle? Holen wir sie mal her. Moment. Mama! Mama! Der Opa ist wieder da. Ja. Aber ganz gesund mal ist er nicht. Du sollst nicht so... Hey, Junge, du sollst nicht so frech sein, du Lauser. Zisch ab. Ja, schon gut. Ich gehe ja schon. Opa, möchtest du es nicht doch lieber fragen, ob es bei mir schlafen möchte? Jetzt hast du aber Zeit, dass du verschwindest, gell? Ja, Opa, du bist schon da. Ja. Ja, grüß dich. dich. Ja, wem hast du uns denn da mitgebracht? Grüß Gott. Buenos dias. Ja, das ist mein kleines Urlaubsmitbringsel. Die Kuh Anita. Sag einmal, Opa. Sonst geht's dir gut, oder? Ja, mir geht's saugut. Ja, ich kann Baba ausreißen, sag ich dir. Ja, Opa, du bist wieder da. Grüß dich. Grüß dich, Weibel. Oh, du gut schaust aus. Hey? Gesund, frisch und flott. Ja, Buenos dias. Grüß Gott. Sag einmal, Opa, ist das dein Ernst? ja, Fralle, das ist mein Maskottchen. Seit ich sie kennengelernt habe, werde ich jeden Tag jünger. Darum habe ich es auch gleich mit heimgenommen. Ja, und die Kathi? Die Kathi. Ach so, die Kathi haben wir auch noch. Da wird mir schon was einfallen. Hast du ein Glück, dass die Kathi gestern heimgefahren ist? Sonst meine ich gang's da schlecht. Geh, Mama, jetzt lass doch den Opa zuerst einmal richtig ankommen. Der wird schon wissen, was er tut, gell, Opa? Freu dich lieber, dass er so gut drauf ist. Ja, freilich. Ich kann mich ja gleich gar nicht mehr zurückhalten vor lauter Freude. Drum gehe ich jetzt schnell wieder rein in meine Küche, damit ich meine Freude so richtig ausleben kann, gell? Ja, grüß dich, Vater. Ja. Wie schaust denn du aus? Haben sie auf Mallorca gerade Fasching gefeiert? Grüß dich alles. Du kannst mich gar nicht ärgern. Die Hauptsache ist, mich freut's Leben wieder. Und wer sind jetzt Sie? Das ist meine spanische Nachtigall. Buenos dias, Senor. Also, wohl.
Senior, sagt die zu mir. Senior, meine, bist du eher du, ne? Hey Papa, das heißt doch Guten Tag, der Herr. Ach so, ja, ich verstehe kein Spanisch. Sissi. Ich bin froh, wenn ich Deutsch verstehe. Möcht's einen Kaffee? Kaffee, ja. Oh, sie, Kaffee. Gut. Opa, wenn's dir recht ist, dann nehme ich deine spanische Nachtigall einmal in die Küche mit raus. Dann kann ich schon ein bisschen kennenlernen. Kommen's mit, wir kochen Kaffee. Sissi, Kaffee. Hasta que el favorito tardio. Ciao, ciao. Mein Liebling, hat sie gesagt. Ja, Julia. Julia. Du, wenn du mit dem Kaffeekocher fertig bist, dann zeigst du der Juanita drüben im Häusl, wo sie schlafen kann, gell? Ja, wieso schlaft die nicht bei dir im Bett, Liebling? Na, mein Gott, ich möchte sie ja nicht überanstrengen. Nicht? Ja, und dann kann ich ja dir das nicht antun, dass du dann da an unser Liebesglück mit anschauen musst. Sonst wärst du am Ende noch neidisch. Sag einmal, Vater, kannst du überhaupt nimmer normal werden? Du fällst von einem Extrem ins andere. Bevor du weggeflogen bist, warst du kurz vorm Sterben. Und jetzt sowas. Ja, mei, man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Und ich sag das, ich hab meine ganze Lebenskraft wieder zurück. Und das verdanke ich alles meiner spanischen Blume. So, hat die auch einen Namen, der spanische Blume? Frale, Juanita heißt sie. Juanita. Da zum Lachen. Der Huberbauer hat auch eine Kur, die Anita heißt. Jetzt tut du nicht geschert werden, gell? Du kannst doch meine Juanita nicht mit einer Kur vergleichen. Weißt du, Vater, mit dir kommt man aus dem Wundern überhaupt nicht mehr raus. Vor 10 Tagen hast du deine Oldtimer und deine Biedermeier-Möbel hergeschenkt. Was schenkst du denn dann deiner spanischen Nachtigall einmal? Kriegt die dann dein Häusl? Lieber alles, merkt ihr eins. Es ist vieles nicht so, wie es scheint oder wie mancher meint. Wie meinst du jetzt das? Ah, nix. Du, was anderes. Hat der Bauchmeier meine Oldtimer schon abholen lassen? Nein, bis jetzt hat er es noch nicht. Probiert hat er es zwar, er ist sogar mit der Polizei aufmarschiert und wollte die Autoschlüssel von mir haben, aber da ist er mir gerade recht gekommen. Den habe ich hochkant rausgeschmissen und den Wisch, den er dabei gehabt hat, den habe ich zerrissen. Sauber, Bärli. Du, weißt du zufällig, wo mein Mercedes steht, den er ja schon abgeholt hat? Ja, den habe ich gestern unter seinem Heiselstiel gesehen. Würdest du mir den zurückholen, wenn ich dir den Reserveschlüssel gebe? Vater! Ja, nix lieber wie das. Aber das wird sich der Bachmeier nicht gefallen lassen. Ja, weißt du alles schriftlich gegeben hast, der ist ihm recht. Ja? Der wird bald wieder da sein und seine Autos wieder einfordern. Ah, das macht nichts, der soll nur kommen. Den werde ich sagen, wo der Zimmermann das Loch rausgemacht hat, mein Lieber. Das kannst du mir glauben. Und meine Biedermeier-Möbel hol ich mir auch wieder zurück. Also Vater, wenn du das schaffst, dann akzeptiere ich ja deine spanische Nachtigall. Das ist nett von dir. Ja, ich mein, das musst du immerhin du selber wissen, mit wem du deinen 3. Frühling verleben willst. Ne? Aber bitte stell keine Schenkungsurkunde mehr aus. Na, keine Angst, davon bin ich geheilt. Na, Gott sei Dank. Bist du allein? Ja, freilich, komm nur rein. Du, lang mache ich den Zirkus fein nicht mit. Das ist fein ganz schön anstrengend. Ein bisschen muss die Spanierin schon noch spielen. Dauert ja nicht mehr lang. Du hast mir gar nicht erzählt, dass du schon so große Enkel hast. Das ist doch wurscht. Aber mir ist das nicht wurscht. Nicht so laut. Also wenn das so ist, dann müssen wir schauen, dass wir die Sache schneller über die Bühne bringen. Ich habe auch schon was in die Wege geleitet. Aber weißt du was? Jetzt gehst du in mein Häusl rüber und tust dich ein wenig ausruhen. Und wenn er die braucht, dann schrei ich dann. Aber brauch nicht lang. Nein. Hasta la vista, Senor. Hasta la vista, Senorita. Ole. Ole. So. Jetzt gehe ich in mein Zimmer und pack meinen Koffer aus. Hasta la vista, Baby. Du, jetzt ist ja gar keiner mehr da. Wo sind sie jetzt alle hin?
Glaubst du, das ist ein Zirkus bei uns? Die wissen doch alle ganz genau, dass bei uns um 3 Nachmittag eine Kaffeepause ist. Kaum ist der Opa im Haus, geht schon wieder alles drunter und drüber. Soll ich schnell schauen, wo alle sind? Nein, komm, bleib da. Wenn sie nicht kommen, trinken wir zwar den ganzen Kaffee allein zusammen. Aha, einer kommt ja schon. Kaffeezeit, schönste Zeit. Uiuiui, zur Feier des Tages gibt's ja noch einen Kuchen. Und, wo ist jetzt der Opa mit seiner spanischen Blume? Oh, hör bloß auf. Mir regt der ganze Zirkus sowieso so auf, dass ich es gar nicht sagen kann. Bringt der eine Spanierin mit heim? Noch dazu ein Junge? Also, der macht sie doch nur noch lächerlich. Ja, Geschmack hat er, das muss man ihm lassen. Vielleicht spann ich's am Opa aus, dann braucht's euch nicht mehr aufregen. Jetzt hörst du aber auf. Das war ja noch schöner. Was will die bloß von unserem Opa? Ich wollt's vorher ja schon ausfangen, aber die versteht ja nix. Mei, die wird bestimmt meinen, dass der Opa einen Haufen Geld hat. Weil verliebt ist die an Opa bestimmt nicht. Meinst du, dass sein Opa bloß ausnützen will? Mei, vielleicht will sie in Deutschland bloß billig Urlaub machen. Wisst's was? Ich stell's auf die Probe. Ja, ich versuche, ob ich bei ihr landen kann. Also, was willst denn du mit einer Spanierin, die nicht einmal unsere Sprache versteht? Aber Mami, bleib locker. Du siehst, es ist schon wieder viel zu kompliziert. Ich will sie nicht gleich heiraten. Also das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch wohl auf keinen Schiff. Jetzt sagt mal, was hat denn das zu bedeuten? Ich geh ins Heisel, stell meine Koffer ab. Da liegt eine wildfremde Person in meinem Bett. Ja, ihr kennt's doch nicht irgendeine Urlauberin drüben im Heisel einquartiert. Dass du schon da bist. Wer da halbert nackert in meinem Bett drin liegt, will ich wissen. Es ist am Opa sein Maskottchen. Was? Sei spanische Nachtigall. Ja, spinnt's ihr jetzt alle, oder was? Na, Kathi, das stimmt wirklich. Ja, der Opa, der hat sich eine Spanierin mit heimgebracht. Juanita heißt's. Und er hat's im Heisel drüben einquartiert. Das weiß ich gewiss. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Eine Spanierin nimmt sie der alte Dackel mit heim? Ja, noch dazu ein Junge. Und ich renn wie Fahrheit so schnell wie möglich daher. Vom Flughafen wollte ihn abholen und den Seitensprung, den er mir in den Brief gebeichtet hat, wollte er mal verzeihen. Der Bazi, der Ausgeschamte, der, wenn mir unter die Finger kommt, der kann was erleben. Wer schreit denn da gar so? Ja, Katelein, du bist schon da. Ich mein, du kommst erst übermorgen. Du Haderlump, du Ausgeschamter, wie kannst du mir sowas antun? Mich einfach sitzen lassen? Aber Katelein, wo denkst du denn hin? Ich lass dich doch nicht sitzen. Der lässt sie höchstens stehen. Brauchst gar nicht so scheinheilig da. Ich hab schon gehört, dass du dir eine Spanierin mitgebracht hast. Aber das ist doch ganz was anderes. Das kann ich dir erklären. Aber erst später. Spar dir deine Ausreden. Eine Hundsgemeinheit ist es von dir. Das Heisel haben wir miteinander eingekriegt. Und jetzt liegt der andere drin. Aber Katelein, das Heisel ist doch groß genug. Da habt's doch alle 2 drin bloß. Ja, das ist doch wohl der Gipfel. Sollen wir vielleicht auch in einem Bett schlafen miteinander? Nein, das nicht. Aber wir haben doch noch ein Gästezimmer. Und die Kuh Anita ist eine ganz nette. Ich werd's euch bis gut vertragen. Die Augen wäre ihre auskratzen, wenn sie bald aus meinem Bett verschwindet. Das darfst du ausrichten. Mei, Junge, dass jetzt ihr Weiberleid große Brotneidig seid. He? So schön kann's sein auf der Welt, wenn's euch hier besser vertragen habt. Kathi, die Kuh Anita nimmt dir doch nichts weg. Also, weißt du, Opa, das ist war jetzt sogar mir zu viel. Komm, Kathi, wir gehen jetzt in die Küche und trinken unseren Kaffee da. Und schlafen kannst du auch bei uns, in meinem Gästezimmer. Im Herbst wollten wir heiraten und am 3. Frühling hast du mir auch versprochen. Und jetzt das. Jetzt, Manni, wär's hart für dich. Jetzt hast nämlich Mama auch noch gegen dich. Also mir tut die Kathi voll leid.
Opa, was hast denn du dir dabei gedacht, als du diese Juanita mitgebracht hast? Die ist doch voll zu jung für die. Ah, das passt schon. Wir sehen, bis heute auf Nacht wird reiner Tisch gemacht. So, das wäre erledigt. Der Mercedes steht wieder in unserer Garage. Okay. Ihr hättet am Bachmeier sein Gesicht sehen müssen, wie ich das Auto vor seine Augen abgeholt habe. Halt, hat er geschrien und mit die Arme hat er rumgefunden. Aber das lässt sich dir garantiert nicht gefallen. Der wird bestimmt gleich da sein. Ja, das haben wir schon gedacht. Da müsst mir jetzt ihr zwei schnell helfen. Markus, du gehst ins Häuseln rüber und sagst der Juanita, sie soll sofort rüberkommen. Jawohl, Ja. mach ich, Opa. Aber Opa, wenn jetzt die immer nur im Bett drin liegt, dann kann ich nicht dafür garantieren, ob er das rüberschickt. Verschwind! Und du, Julia, gehst ins Büro rüber und rufst den Peter an. Sagst ihm, er hat einen ganz wichtigen Einsatz bei uns. Er soll so schnell wie möglich rüberkommen. Ja. Und seine Handschellen mitbringen. Warum das? Frag nicht lang. Tu, was ich dir gesagt hab. Er ist pressiert. Der Bachmeier kann alle Augenblick da sein. Okay. Der Peter und Handschellen, dass ich nicht lache. Ja. Der traut sich doch nichts. Der tut nichts ohne einen Haftbefehl. Weißt du, wenn du einen Kaibestrich nimmst, dann ist es gescheiter. Ja, ich glaub, du lässt mir jetzt auch gescheiter allein. Trink deinen Kaffee in der Küche draußen. Die Tür kannst du jetzt spät auflassen, wenn du was hören möchtest. Meinst du nicht, dass du meinen Beistand brauchst? Wenn er die braucht, schrei ich da schon. Ui, jetzt hört der Kind schon. Ja, was putzt sich denn dieser alles ein? Der hält mein Auto vor meinen Augen. Ja, das ist doch allerhand. Mei, der hat sich nur zurückgeholt, was uns gehört. Weil schließlich lebe ich ja noch, wie du siehst. Das hat doch gar nichts zum Sagen. Geschenkt ist geschenkt. Du hast mir die Autos geschenkt, da schau her. Das hab ich schwarz auf weiß. Ja, weil du mir so ein schlechtes Gewissen eingeredet hast. Weil du mir vorgemacht hast, dass du bald dahin geht mit mir. Ja, aber das war doch die Wahrsagerin und nicht ich. Diese Madame Dolina hat doch gesagt, dass du bald sterben wirst und dass dein Ballast abwerfen musst. Ja, aber ich kann doch da nichts dafür. Ich bin doch da nur der Vermittler. Und schau, Sepp, den größten Teil von dem, was die Auto wert sind, ja, den spende ich sowieso einem Wohltätigkeitsverein. Ja, okay. Und der Wohltätigkeitsverein heißt Bachmeier, oder? Du geh. Tu dich nicht versündigen, Sepp. Tu dich nicht versündigen. Schau, wenn du auch den Freitag, den 13. überlebt hast, ja, heißt doch das noch lang nicht, dass das nicht stimmt, was dir die Madame prophezeit hat. Was? Schau, Sepp, sterben musst sowieso irgendwann einmal. Hey, was soll denn das? Und wenn's dann soweit ist, nachher hast du deine Buße schon getan und kommst sofort in den Himmel hinauf. Sag einmal, spinnst du? Und überhaupt spart dir dein scheinheiliges Geschwätz. Ich glaub da sowieso nichts mehr. Ja, du tust mir Unrecht, Sepp. Ja. Du tust mir Unrecht. Schau, wie schnell kann dein Leben vorbei sein? Ja, und wenn's dann soweit ist, dann bist du schon gerichtet. Und drum musst du jetzt dein Versprechen einlösen, das du mir schriftlich gegeben hast. Ja, das darf da so passen, gell? Ach du, übrigens, weißt du, wer auf Mallorca in unserem Hotel als Bardame gearbeitet hat? Ja, das weißt doch ich nicht. Eine gewisse Madame Dolina. Und sie hat gesagt, dass sie gar keine Wahrsagerin ist. Da musst du jetzt täuscht haben. Und warum bist du jetzt so erschrocken? Ich bin doch nicht erschrocken. Das putzt du doch bloß ein. Was glaubst du, was mir die Dame alles erzählt hat? Sie hat gesagt, dass sie eine Bekannte ist von dir. Und dass sie erst vor kurzem in Deutschland war, auf Urlaub bei dir. Ja, und sowas glaubst du? Ja, freilich, weil die Madame hat mir schon noch was erzählt. Nämlich, dass du sie zu dieser Wahrsagerei angestiftet hast. Weil du gesagt hast, es war alles nur ein Spiel und ein Jux. Ich kenn keine Bardame auf Mallorca, die Dolina heißt. Ja, das glaube ich dir schon. Weil in Wirklichkeit heißt sie nämlich Senora Lopez. Ja, genau. Senora Lopez heißt sie. Ja, wo kommt denn die auf einmal her? Wer ist denn das? Zoe de Palma
Ich estoy Detektive. Ja, sie ist aus Palma und ist Detektivin. Was? Eine Detektivin? Ha, für was brauchst denn du eine Detektivin? Damit ich dir auf deine Schliche gekommen bin. Sie, ich ihm geholfen, auf Mallorca zu befragen, die Madame. Ja, und dann hat sie gleich eine eidesstattliche Erklärung aufgesetzt, in der die Madame bestätigt, dass du sie zu dieser Wahrsagerei angestiftet hast. Aquí está la escritura. Jawohl. Das ist alles in Spanisch geschrieben, das kann ich nicht lesen. Nein, das ist auf Mallorca so üblich, dass man Spanisch schreibt. Weißt du was? Mir wird das alles jetzt zu blöd. Du gibst mir jetzt meine Autos raus, weil sonst rufe ich nämlich die Polizei. Die brauchst nicht rufen, die ist schon da. Komm, Peter, ich glaub, du wirst schon braucht. Also, wen soll ich jetzt da verhaften? Den da sollst verhaften. Ohne Haftbefehl darf ich eigentlich gar niemanden verhaften. Por favor, aquí está la orden de. Hä? Was hat's gesagt? Dass das ein spanischer Haftbefehl ist und jetzt musst du den Bachmeier verhaften. Ja, wenn es so ist. Im Namen des Gesetzes. Du bist verhaftet, Ungarn. Ja, sag einmal, spielst denn du? Tu sofort die Handschellen weg. Hör doch auf, das ist doch nie im Leben ein Haftbefehl. Ja, was sehe ich denn da? Mei, der Bachmeier in Handschellen, endlich. Das hast du fertig gebracht. Respekt. Gell, Papa, jetzt sagst nichts mehr gegen meinen Peter. Und Zeit ist so, dass er den Lumpen da verhaftet hat. So ein schönes Bild. Da muss ich jetzt gleich mein Fotoapparat holen und ein Foto machen. Das wird ein Nachspiel geben, gell? Ich lass mich doch von euch nicht verspotten. Bachmeier, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst ins Gefängnis oder du unterschreibst dieses Schreiben, was meine Detektivin da aufgesetzt hat. Was hast du denn da wieder für einen Wisch? Por favor, aquí está la renuncia. Jawohl, das ist eine Verzichtserklärung, in der du erklärst, dass du mir meine Oldtimer und meine Biedermeier-Nebel wieder zurückgibst und noch 1.000 Euro Schmerzensgeld für die Qualen, die ich ausgestanden hab. Den Wisch unterschreibe ich niemals. Ja, was ist jetzt? Soll ich ihn abführen? Ja, wenn er nicht unterschreibt, nimmst du ihn mit. Also, Abmarsch! Halt. Und du nimmst deine Anzeige zurück und die Sache hat da für mich kein Nachspiel, wenn ich da unterschreibe. Nein, dann nicht. Und auf mich kannst du dich verlassen. Sind ja übrigens auch nur Zeugen da, die das mit angehört haben. Aber das eine sage ich dir, gell. Gleich morgen in der Früh hole ich meine Möbel zurück. Und die 1.000 Euro möchte ich bar auf die Hand. Dann tun wir die Handschellen runter, dass ich unterschreiben kann. Soll ich? Ja, Frauli. Aber schön brav bleiben, gell? Ah, jetzt red nicht lang. Ich unterschreibe. Da, tu einen Stift her. Nein. Saubande, dreckerte. So. Und jetzt schlägst du dich, gell? Und lass dich ja nicht mehr sehen bei mir. Peter, du gehst bitte als Begleitschutz, dass er unser Gelände auch sicher verlässt. Jawohl. Also, Abmarsch. Ja, geh mal. Komm, Julia. Ich brauch deine Unterstützung. Mei, ist das alles aufregend. Okay. Gut. Hab ich eine Freude so wieder. Jetzt krieg ich alles wieder zurück. Und das verdanke ich am meisten meiner Juanita. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Viva España. Halt. Nicht so klar, sonst kriegst du noch einen Hexenschuss. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Wo ist denn der Bachmeier? Er wollte ein Foto machen. Den habe ich heimgeschickt und ihm Hausverbot gegeben. Aber zuerst habe ich ihm noch dieses Schreiben da unterschreiben lassen. Jetzt gehört alles wieder mir. Was sagst du? Wie habe ich das gemacht? Mei, super hast du das gemacht, Vater. Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Ja, okay. Ja, aber ich meine, da hat deine spanische Nachtigall schon auch ein bisschen mitgeholfen, oder? Ja, ein bisschen schon. Es ist halt manchmal doch gut, wenn man auch eine zweite Sprache kann. Aber am meisten hat den Bachmeier der spanische Haftbefehl geschockt. Seit wann können Sie so gut Deutsch? Das würde mich jetzt allerdings auch interessieren. Was spielt's ihr uns da vor? Eine super schöne Komödie. Und es hat mir einen Riesenspaß Ja, gemacht. und ich habe ja schon auf Mallorca ausgemalt, was ihr für dumme Gesichter machen werdet, wenn ich mit meiner Kuh Anita daheim ankomme. Ja, wie jetzt?
Dann sind Sie also gar keine Spanierin. Nein, sie kann nur Spanisch reden. Das siehst dir wieder gleich. Uns alle zum Narren halten. Jetzt verzeih mir, wer ist jetzt sie eigentlich? Ja. Also das ist so. Ich heiße in Wirklichkeit Anita Braun. Anita? Das gefällt mir jetzt nicht so. Da bleibe ich lieber bei Juanita. Ja, jetzt unterbrichst du halt nicht, ich möchte die ganze Geschichte hören. Also seit einem halben Jahr arbeite ich in dem Hotel auf Mallorca in der Rezeption, in dem euer Opa die letzten 8 Tage gewohnt hat. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Und dann habe ich durch Zufall in der Bar drunten diese Madame Dolina als Bardame gesehen. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, gell? Ja, und da hat der Sepp gesagt, ich soll sie ein bisschen ausfragen. Ja, so hintenrum auf Spanisch, verstehst? Jetzt red du weiter. Por favor. Jedenfalls, diese Madame heißt in Wirklichkeit Senora Lopez und arbeitet schon seit 5 Jahren in diesem Hotel. Sie hat mir dann erzählt, dass sie den Bachmeier letzten Sommer kennengelernt hat. Ja, und dass sie in Deutschland war, vor kurzem, weil es der Bachmeier eingeladen hat. Ja, und dass der Bachmeier sie zu der Wahrsagerei überredet hat. Zu ihr hat er gesagt, das wäre alles nur ein Spiel. Ein Jux. Die sicht ihm gleich den falschen Hund. Ja, aber woher hat dann diese Madame Dolina alles gewusst? Ja, er hat ja alles auf einen Zettel aufgeschrieben gehabt, was sie dem Sepp voraussagen hat sollen. Und ich, Rindwig, hab das geglaubt. So war das also. Ja, und ich habe dann die Senora gebeten, mir das schriftlich zu geben, dass der Bachmeier sie dazu angestiftet hat. Und dann haben wir uns diese Geschichte mit der spanischen Detektivin ausgedacht. Dann sind Sie also gar nicht die Freundin vom Opa. Ach wo. Leider. Ich hab doch gleich gewusst, dass an der Sache was faul ist. Da habt's am Bachmeier aber sauber überführt. Eigentlich hättest du ihn ja auch sagen sollen. Na, das wollt ihr nicht. So ist mir lieber. Ich krieg meine Möbel wieder zurück und meine Autos und 1000 Euro Schmerzensgeld. Was will ich noch mehr? Ja, jetzt musst halt nur noch deine Kathi überzeugen, dass du unschuldig bist. Ui, die Karte. Oh, das wird noch eine harte Nuss werden. Aber ich helfe dir beim Überzeugen. Ja, das kriegen wir schon hin. Kathi, Resi! Jetzt einmal außer, der Opa möchte mit euch reden. Die Kathi will aber den Opa nicht sehen. Und reden will's gleich gar nicht mit ihm. Ja, wenn's nicht rauskommen wollt, dann erfahrt's halt die neuesten Neuigkeiten nicht. Was denn für Neuigkeiten? Willst du vielleicht verkünden, dass du mit dem Fräulein das Aufgebot bestellen willst? Nein, ihr seid auf einem vollkommen verkehrten Dampfer. Das ist mir wurscht. Du interessierst mich nicht mehr, verstehst? Du bist Luft für mich. Oh, ja, Kathi, so gern hast du mich, dass du ohne mich gleich gar nicht mehr leben kannst. So, hast du nicht gehört, was die Kathi gesagt hat? Du bist Luft für Freilich sie. habe ich das gehört. Aber ohne Luft kann der Mensch nicht leben. Also kann die Kathi ohne mich nicht mehr leben. Sie braucht mich zu jedem Atemzug. Pass für auf, Kathi, dass dein Opa nicht gleich ganz aufschnaubst. Jetzt dreht's mir ja das Wort im Mund um. Ja, da hat die Kathi recht. Also verarschen braucht sie sich nicht lassen von euch. Und von dir schon gleich gar nicht. Ja, du hast ja recht, aber ein bisschen Gaudi darf doch sein. Aber nicht auf meine Kosten. Dafür habe ich viel zu viel mitgemacht die letzten Tage. Kathi, das ist jetzt alles vorbei. Jetzt kommt eine schöne Zeit für uns. Für die vielleicht, für mich nicht. Für uns zwei, Kathi. Auf Dauer lieber als Spanien und Meer.
denn dann diese Komödie vorgespielt? Mal, weil ich halt ein bisschen angeben wollte, nicht wahr? Ja, ich wollte euch sagen, dass ich noch Chancen hab bei den Frauen. Hallo! Oh, Entschuldigung. Also mit der Gaudi hast du uns ganz schön an der Nase rumgeführt. War doch bloß alles ein Riesenspaß. Und das soll ich glauben. Glaub es, Kathi, glaub es. Denn die Ungläubigen sind der ewigen Verdammnis ausgesetzt. Du mischst die du da nicht ein. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Sepp. Jawohl, da hat die Kathi recht. Das ist eine Sache zwischen uns zwei. Und was hast du mir zu sagen? Kathi, die Anita und ich, wir sind unschuldig. Glaub mir's. Ja, was denn für eine Anita? Was für- Ist da vielleicht noch eine andere im Spiel? Ich bin diese Anita. Und was der Sepp sagt, stimmt. Ich habe ihm nur beim Übersetzen geholfen. Ja, und den Namen Juanita habe ich mir wegen dieser Komödie zugelegt. Ja, wenn das so ist, dann wäre ja der Sepp wirklich unschuldig. Aber was ist denn dann mit dem Abschiedsbrief? Ja, und mit der Urlauberin? Musst du das bald sitzen jetzt lassen? Ja. Nee, das war doch nur ein kleiner Flirt. Wirklich? Wirklich, Kathi. Weil nur du bist meine große Liebe. Schmeicheln kannst, ja, das muss man dir lassen. Du Schlawiner. Ja. Habt ihr euch jetzt endlich versöhnt? Jawohl, und Karat wird da. Und das so schnell wie möglich. Gell, Kathi? Frauli, sonst kommt mir wieder eine andere dazwischen und ich erlebe meinen dritten Frühling nie. Ja, aber dann müsst ihr euch beeilen. Sonst kommt nämlich der Herbst mit großen Schritten. Ihr sollt nicht immer so frech sein, Klauser. Da ist er dann. Trinken wir auf euch zwei. Und auf unseren dritten Frühling. Du kannst den Kaffee dann schon bringen. Oh, Mama, super! Du hast schon Nur 2 Tassen? Kommt der Papa nicht? Dein Herr Vater gibt bestimmt gerade wieder in so einer Großstadt Pflanzenreitunterricht. Der muss er sicher erst erklären, dass so ein Pferd weder Kupplung noch Gaspedal hat. Seitdem der Papa einen Urlaub auf dem Bauernhof eingeführt hat sich einiges bei uns verändert. Ja, das darfst laut sagen. Reitunterricht, romantische Bootsfahrten auf dem Chiemsee, Nackenkraulen und Mondschein inbegriffen. Aber nur bei den weiblichen Gästen. Ja. Und jetzt muss da noch ein Golfplatz sein. Mit 18 Löchern. Was? Der ist gerade fertig geworden und schon wieder kaputt? Wieso kaputt? Tja, wenn er jetzt schon Löcher hat. Na, die Löcher braucht man doch, damit man die Golfbälle reinschlagen kann. Dummerl. Also, wenn es so weitergeht, dann wird unser schöner Bauernhof bei der Altersheim sein. Wieso? Naja, Golf spielen doch nur Reiche ab einer Monatsrente von 4.000 Euro. Das war einmal so. Mittlerweile ist es ein richtiger Modesport geworden. Also mir hat's auf dem Hof besser gefallen, wie wir nur eine Landwirtschaft waren. Wieso macht der Papa das bloß alles? Deinem Herrn Erzeuger reicht's eben nicht mehr, nur mehr Landwirt zu sein. Na, er nennt sich jetzt Generalmanager eines Urlaubsparadieses. Und irgendwann kriegt er einen Herzinfarkt und macht mich zur reichen Witwe. Sowas darfst du nicht einmal denken, Mama. Du siehst doch selber, was bei uns los ist. Der Leitner Hirst, der kommt doch nicht einmal mehr zum Essen heim. Und Ideen hat der. Du, wahrscheinlich denkt er gerade drüber nach, wie er die Kampenwand auf unser Almwiesen schirmen kann. Damit wir auch noch Klettertouren im Angebot haben. Aber die Ehrendamen, Der Herr Knecht. Oder muss ich die schon Direktionsassistent nennen? sag einfach Hans zu mir, wie immer. Wenn ich jetzt eine gehobene Stellung hab, bin ich doch noch Mensch blieb. Das ist aber nett. Dann pass auf, dass du in deiner gehobenen Stellung nicht verhebst. Heben ist das Stichwort. Christian, wo bleibst du denn? Ja, immer langsam mit den jungen Pferden. Laut Gewerkschaftsverordnung dürfen wir Azubis nicht überfordert werden.
bei Auszubildenden ist stets darauf zu achten, dass sie körperlich und geistig schonend behandelt werden. Dann red nicht so viel, das kann dich körperlich und geistig überanstrengen. Jetzt fragst du aber erst einmal mit an. Ja, der Tisch muss raus. Was ist los? Seid ihr übergeschlagen? Was soll denn das? Anordnung der Direktion. Ja, wir sind bloß ausführen, die Organ. Genau, also gehen wir. Also, sag mal, den muss der Stier mit dem Hinterhuf am Kopf erwischt haben. Also, der hat die Größenwahnseuche, die hier auf dem Hof um sich zu greifen scheint. Ich muss sofort deinen Vater anrufen. Hoffentlich hat der sein Handy eingeschaltet. Für Privatgespräche. Ist jetzt keine Zeit. Genau. Also. Was machst du denn da? Ha? 1, 2, 3, zugehen! Sag mal, um Gottes Willen, Mama, dein ganzes Geschirr geht ja kaputt. So, da wird ja gleich noch viel mehr kaputt gehen. Wir rufen sofort die Polizei. Oder am besten gleich die Irrenanstalt. Versuch lieber am Papa zu erreichen. Die kommen doch nicht von allein auf so schwachsinnige Ideen. Also da muss der Hans irgendwas missverstanden haben. Ich verstehe nie etwas falsch, Miss. Ich tue nur das, was mir der Chef schafft. Bevor ich dir jetzt gleich in deine empfindlichsten Körperteile trete, sagst du mir vorsichtshalber, was das alles zum Bedeuten hat? Ramadama. Wir räumen aus. Ihr demoliert mir mein Wohnzimmer. Nein, das ist ab heute kein Wohnzimmer mehr. Was ist das? Das ist ab heute der Empfangsraum für die Urlaubsgäste. Gewissermaßen die Hobby. Ja, das sind die vornehmen Hotels jetzt überall heißt. Ach, geh, du meinst wohl Lobby. Das ist mir auch recht. Das sag mal. Jedenfalls hat der Chef gesagt, dass der alte Plunder da raus muss. Weil das nicht den modernen Anforderungen der Gäste entspricht. Ja. Und dann hat er noch gesagt, dass wir eine Verbindung schaffen müssen von bäuerlichen Elementen und zeitgemäßen Wohnstil. Entschuldigung. Jawohl, bäuerliche Elemente. Nein, Ha? nix. Leitner Hirs, hier spricht deine Frau. Was heißt Frau? Eine Furie, eine geballte Ladung Dynamit. Warum ich mich so aufreg? Du, deine depperten Handlanger, die demolieren mit Brachialgewalt mein Wohnzimmer. Was ist das? Was? Eine erforderliche Neugestaltung. Gestatten, der wird entsorgt. Ah! Die Gedanken jetzt, ja? Die ziehen mir einen Stuhl unterm Hintern weg. Das ist ein Sessel. Hirs, Leitner Hirs, ich erwarte sofort eine Erklärung von dir. Ich werde dir alles erklären, gell? Wenn ich wieder daheim bin, gell? Ja. Ich rate dir dringend, sofort hier aufzutauchen. Bleib doch ganz ruhig. Schau, du weißt doch ganz genau, dass ich bei allem, was ich so mache, nur das Wohl der Familie im Kopf habe. Für mich hast du nur Stroh im Kopf. Mama! Kind, jetzt stör mich doch nicht. Ich befinde mich mitten in einer Ehekrise. Hirs, bist du noch da? Aber selbstverständlich, mein Zuckerschnäuzchen. Nenn mich nicht Zuckerschnäuzchen, du Allwiesen-Casanova. Was tust du da? Immer wenn du mich rufst, bin ich zur Stelle. Hirs, jetzt sag einmal, kannst du mir erklären, was das da alles zum Bedeuten hat? Ja, also das ist... Ein Einfall, der dir nach der dritten Maß Bier eingefallen ist? Na, das ist eine Idee vom Jonathan Witherspoon. Wer zum Teufel ist Jonathan Witherspoon? Der Jonathan Witherspoon ist ein Pro. Ja, Programmieren? Na, das heißt, ein Pro ist ein Golflehrer. Ein Professioneller. Okay. Ich hab gemeint, sowas gibt's bloß bei den Frauen. Du sag einmal, und nebenbei ist er auch noch Innenarchitekt, oder was? Ja, schon davon hat er mir nichts gesagt. Also. Na, wie kommt der dann dazu, dass der mein ganzes Wohnzimmer ausräumen lässt? Weil Gäste nicht an einem Sofatisch, sondern an einer Rezeptur empfangen werden. Der Hans meint Rezeption. Ich mein, dass ich als angehender Sportmanager mich nicht von einem Lehrbuben verbessern lassen muss. Ich bin kein Lehrbuhr. Ich bin ein Auszubildender für Reise- und Freizeitgestaltungen. Aber vorerst bist du einmal Auszubildender in der Landschaftsgestaltung. Du gehst in den Hofen aus und kehrst die Rostbring zusammen. Ja, aber... Nix aber, was hab ich gesagt? Gut. Vorher rufe ich aber erst meinen Gewerkschaftsfunktionär an, ob mir so eine Arbeit überhaupt zugemutet werden darf.
Sag einmal, seid ihr alle übergeschnappt? Ach, da musst du den Chef fragen. Ich handle nur weisungsgebunden. Also Chiers, jetzt kannst du mir mal das ganze Theater da erklären. Ja, also der Jonathan Witherspoon, der hat zur Bedingung gemacht, dass auch der äußere Rahmen stimmen muss, wenn er die Stellung annimmt. Was für eine Stellung! Ja, der Jonathan Witherspoon ist der neue Golflehrer auf dem Leitnerhof. Jonathan Witherspoon. Das klingt wie Gurgeln mit essigsaurer Tonerde. Für was braucht denn mir einen Golflehrer? Ja, schau, Anna, ein richtiges Geld kann man am Golfplatz bloß mit den Anfängern machen. Ja, die richtigen Golfer gehen ein Platzrunden und verschwinden dann wieder. Aber die Anfänger, die bleiben länger. Ja. Weißt du, die sind nach 2 Tagen frustriert, weil sie den Ball immer noch nicht treffen. Und diesen Frust spülen sie dann mit 5 bis 6 Obstlern unter. Und am Abend müssen die übernachten, weil die viel zu kaputt sind, um heimzufahren. Und was meinst denn du, was die für einen Hunger und für einen Durst haben, wenn die den ganzen Tag an der frischen Luft waren? Und du meinst also, ich bin Köchin, Barfrau und Zimmermädel auf einmal? Nein. Ach, wie beruhigend. Nein, du kümmerst dich nur ums Essen und ums Trinken. Die Zimmer macht die Moni. War ich nach der Wirtschaftsschule ins 4-Jahreszeiten gegangen, dann war ich jetzt schon stellvertretende Hausdame. Da werd ich bei uns irgendwelche Preisen die Bitte herunterziehen. Hey, die Saison, die geht doch bloß 3 Monate. Und dann machen wir Urlaub in Portugal. Wieso? In Portugal? Die haben dort eine Unmenge guter Golfplätze. Ja, da können wir dann den ganzen Tag spielen. Ah, das wäre was machen. Sag einmal, der hat ja überhaupt nicht noch das Golfspielen im Kopf. Das ist ja direkt krankhaft. Die im Alter erst mit einem Hobby anfangen, die werden ganz fanatisch. Das habe ich neulich in der Zeitung gelesen. Aber da müssen wir doch was unternehmen. So kann es doch nicht weitergehen. In erster Linie sind wir immer noch eine Landwirtschaft. Und der Golflehrer kommt mir schon gleich gar nicht ins Haus. Der soll womöglich noch bei uns übernachten. Und dann auch nur Engländer. Ja. Die sind stocksteif, trinken nur Tee und sind immer schlecht gelaunt. Nur meine Ausbildung zum Knecht lasst mich die schwere körperliche Arbeit unbeschadet überstehen. Aber was tut man nicht alles für Aufstiegshasen? Vergesst ihr mal nicht, wie man Stall ausmisst und Kier macht, gell? Sonst habt ihr nämlich Rausflugschassen. Deine Mutter, die wird sich noch an einiges gewöhnen müssen. Der Zug der Zeit macht auch im Pfiffing nicht halt. Und du fährst jetzt ab und machst heute im Hähnerstall. Die Mama macht heute Abend einen Kaiserschmarrn und wir brauchen nur Eier. Ein Kaiserschmarrn mit viel Eier. Sehr gut. Ja, wir sollten heute Abend zum Schützenfest gehen. Ja, du weißt doch, dass ich ein leidenschaftlicher Tänzer bin. Du bist ein Tänzer der Leidenschaft. Letztes Jahr hat die Meier-Julia ihre Schuhe wegschmeißen müssen, nachdem du mit ihr tanzt hast. Und ihre Zehen waren 3 Wochen lang angeschwollen. Es war so eng auf der Tanzfläche. Ihr wart das einzige Paar. Aber du hast sie umklammert wie ein Ertrinkender seinen Retter. War da kein Wunder, bei ihren Rettungsringen. Die Leute an die Tisch, die haben schon tuschelt. Die haben denkt, ihr hätts was miteinander. Ja, hätte ich auch gern. Aber du warst mir lieber. Ach, geh Hans. Die Meier-Julia, die passt doch viel besser zu dir. Ich bin doch viel zu jung für die. Ein Junge frisst auch nicht mehr wie eine Alte. Du hast ja recht. Ja, vielleicht ist sie heute Abend wieder da. Dann kann ich mal mit ihr reden. Aber sollte sie ja sagen, dann machen wir bitte keine Vorwürfe. Ich hab's dir gesagt. Servus. Hello. Oh, very pretty. Hello, this is from German. Sie sehen aus very entzückend. Danke, Ju. Ich meine, danke Ihnen. Sind Sie die Lady von der Reception? Nein, ich bin nur die Tochter. Irgendwie, jede Frau ist eine Tochter, wenn ich mir erlauben darf, diese Bemerkung. Sie dürfen. Ist
the boss at home? Einen Boss haben wir hier nicht. Wir haben nur einen Bauern. Oh, you got a good humor. I like Frauen, die haben eine gute Humor. Ja, wollen Sie bei uns Seiten lernen? No. Oh, wir English people können alle reiten. Wir werden sozusagen geboren auf den Rücken von den Pferden. Sie werden sicher schon bemerkt haben, dass ich bin ein Englishman. Also, für einen Italiener hätte Sie jetzt jedenfalls nicht gehalten. Oh dear, wie unhöflich von mir. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Gestatten, please. Jonathan Witherspoon. Sehr erfolgreich. Moni Leitner. Oh, so you are the daughter of the Tochter von Hirs Leitner. Ja, von Hirs und Anna Leitner. Oh, ich war noch nicht in die Vergnügen, kennenzulernen, weder Ihre Vater noch Ihre Mutter. Also, ob das heute ein Vergnügen ist, mich kennenzulernen, weiß ich nicht. Ich bin nämlich ein Vulkan kurz vorm Ausbruch. Mama, das ist Mr. Witherspoon. Er ist Engländer. Jonathan Witherspoon. Jonathan Witherspoon. Immer zu Ihren Diensten, Madame. Oh. Der lispelt ja. Aber gut erzogen sind's schon die Engländer. Und ausschauen tut er auch nicht schlecht. Oh, wenn ich störe, die Damen, ziehe ich mich gerne wieder zurück. Aber nein! Nehmen Sie doch Platz. So, bei uns bekommt jeder Gast eine Brotzeit. Oh, what a funny word. Was für eine lustige Wort. Brotzeit. Was ist das für eine Jahreszeit? Nein, eine Brotzeit, das ist ein kleines Dinner. Verstehen Sie? A little hummy. Oh, now I understand. Ham wie Schinken. Oh, that's good. Ich habe auch ein bisschen hungrig. Ja, dann wollen wir mal sehen, was die Küche zu bieten hat, gell? Lass mich das machen, Mama. Das ist schließlich der erste Engländer, den Ihnen Radi beißen sieht. Haben Sie nur dieses eine Kind? Ja, ich schon. Bei meinem Mann halte ich nichts für ausgeschlossen. Very reizend, Ihre Tochter. Ja, wir sind ausgesprochen zufrieden mit ihr. Aber bei dieser Mutter war auch gar kein anderes Ergebnis zu erwarten. Sie sind ein Schmeichler. Ein Schmeichler? Oh, I don't know this word. Ich spreche noch nicht so lange Deutsch. Ja, also ein Schmeichler, der macht übertriebene Komplimente. Oh, ich habe nicht übertriebene. No, you are a beautiful woman und haben eine very positive Strahlung. Ausstrahlung. Also nach dem, was heute schon alles vorgefallen ist, ist es direkt ein Wunder. Oh, hatten Sie Trouble? Stellen Sie sich vor. Jonathan Witherspoon. Das weiß ich doch. Aber stellen Sie sich doch einmal vor, was heute schon alles passiert ist. Also mein Mann, der Leitner Hirs, gell? Mein Mann, der Leitner Hirs, der hat doch jetzt tatsächlich zu unserer Landwirtschaft, zu unserem Reitbetrieb, zu unseren Kutsch- und Bootsfahrangeboten auch noch einen Golfplatz bauen lassen. Und dann hat er einen Golflehrer engagiert, der unser ganzes Haus umkrempeln lässt. Einen gewissen Jonathan Witherspoon aus England. Oh mein Gott! Das sind ja Sie! Yes. I'm Jonathan Witherspoon from England. Aber ich habe nicht umkrempeln lassen, Ihr Haus. Nicht, aber auf Ihre Anordnung hin habe ich mein ganzes Wohnzimmer demoliert. Oh, aber ich habe keine Orders gegeben von dieser Art. Also, mein Mann hat gesagt, Sie hätten gesagt, wir brauchen hier einen Empfangsraum. Moderne Zeiten taten sowas verlangen. Yes, aber ich habe nicht gesagt, dass es soll leer räumen Ihre Living Room. No, I didn't. Ich habe vorgeschlagen, dass es wäre nicht unpractical zu haben, eine kleine Room für Empfängnis. Aber
wäre genug eine kleine Hütte und die Golfplatz. Selbstverständlich, Ihre Wohnzimmer wird wieder zu Ihrem Wohnzimmer. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben dieses Zimmer sowieso hauptsächlich als Speisezimmer benutzt. So, Speis und Trank für unseren Verbündeten. Bitte schön. Moni, warst du ready Eve? Ja klar, Jonathan Witherspoon, unser neuer Golflehrer. Ein Prost auf die deutsch-englische Freundschaft. Prost. Cheers. God save the Queen. Kundschaft? Das ist eine Kundschaft oder ein Besuch? Weder noch. Das ist ein neuer Mitarbeiter, Mr. Jonathan Witherspoon. Ah, ja, also so welcome in Pfiffing. Ja, I am so very erfreut. Ja, du kannst dein Schulenglisch wieder einpacken. Der Mr. Witherspoon spricht ausgezeichnet Deutsch. Well, some Vocables fehlen mir allerdings noch. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Bei uns können Sie sogar Bayerisch lernen. Naja, das ist hier im Lande die Sprache der Weitgereisten und der Gebildeten. Oh, ich habe schon gelernt, einen Satz auf Bayerisch. Ja? Sozusagen als Welcome Gruß. Schleich dich, du Depp, du Damische. Also damit werden Sie die Herzen der Bayern im Sturm erobern. Oh, Ihre Frau hat mir schon erzählt von den kleinen Missverständnissen. Wir haben hier kein Missverständnis. Nein, wir haben nur eine Miss Moni, meine Tochter. Der Mr. Witherspoon spricht von der radikalen Umgestaltung unseres Wohnzimmers. Ja, aber Sie wollten doch einen Empfangsraum zwecks Anmeldung zu den Anfängerkursen. Yes, aber der Hof ist big, meine groß. Wir hätten können überall hinbauen. Ja, aber jetzt bleibt der Empfangsraum hier. Mir gefällt nämlich diese Einrichtung. Schon deshalb, weil mein lieber Hirs jetzt den ganzen Tag hier am Pult stehen muss, um die Gäste zu begrüßen. Vorbei ist mit die Ausfahrten bei Mondschein auf dem Chiemsee und den stundenlangen Ausritten mit den Großstadtdamen. Also das Geheimnis unseres Erfolges ist doch nur die persönliche Betreuung durch den Chef. Der Chef, du bist da der Hirsch in der Brunft. Eine Jagd haben Sie auch noch. Ja, aber der Papa jagt hauptsächlich zweibeinige Rehe. Ja, obwohl er mit der alten Flinten kaum noch trifft. At the moment, ich kann nicht ganz folgen im Gespräch. Ja, ich auch nicht. Und ich bin ein Bayer, kein Engländer. Alle Aufträge sind gewissenhaft ausgeführt worden, Herr Direktor. Auch die, die sich nicht mit dem Gewerkschaftsvertrag vereinbaren lassen. Naja, also, das ist unser neuer Mitarbeiter, der Golflehrer Jonathan Witherspoon. Jonathan. Wenn jetzt mich meine Englischkenntnisse nicht im Stich lassen, dann heißt Wisser vertrocknet und Spoon ist der Leffe. Also auf Deutsch heißen Sie vertrockneter Leffe. Ich bin der Christian Klumsi. Oh, Clumsy. Oh, my pleasure. Clumsy in meiner Sprache heißt so viel wie Tollpatsch. Ja, das ist nur 1:0 für Mr. Witherspoon. Also ich bin der Brandner Hans. Aber fragen Sie bitte nicht, was Brandner auf Englisch heißt. Brand ist die Marke. Das passt, weil du bist ja auch ganz eine besondere Marke. Du, Anna, hast du dir schon überlegt, wo wir Mr. Witherspoon unterbringen? Im Gästezimmer im 2. Stock. Ich hab deine Mama gefragt. Also nach reiflicher Überlegung bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es am besten wäre, wenn der Mr. Witherspoon übernachten würde im Gästezimmer im 2. Stock. Ja, aber da schlaft doch auch die Moni. Aber in einem eigenen Zimmer. Trotzdem, Bayerin, vom moralischen Standpunkt aus finde ich die Idee nicht sehr gut. Wir haben doch 8 Zimmer in der Scheune ausbauen lassen. Alle mit Dusche und Fernseher.
Die Moni und der Mr. Witherspoon, die werden sich heute das Badezimmer im 2. Stock teilen. No problem. Ich stehe immer auf, sehr früh. Wir werden ein Schild an die Badezimmertür anbringen. Vorübergehend besetzen. Außerdem sind da aber eine Unterdusche. Ich meine, falls einmal zu Überschneidungen kommen soll. Also, die zwei werden schon klar kommen. Ja, das fürchte ich auch. Christian, du wirst in Zukunft mehr um die Landwirtschaft kümmern müssen. Na, Jonathan, der Hans ist unser Greenkeeper. Oh, was bin ich? Der Greenkeeper. Ich war aber lieber Barkeeper. Du kümmerst dich ab sofort um den Rasen. Du meinst die Wiesen? Das haben wir doch immer schon gemacht. Ab sofort sind 2/3 von unserer Wiesen Rasen. Ne? Englischer Rasen. Hoffentlich bemerken auch die Kühe den Unterschied. Also gut, ich hab zwar keine Ahnung, wie ein Green kippen soll. Ich kipp lieber ein Obstler. Ein Greenkeeper ist so eine Art Pfleger für die Rasen. Ah, ich verstehe schon. Ich fahre also mit dem Odel, mit dem Jauchewagen über einen Engländer. Über die Wiesen. Ja. Also der Herr Mr. Witherspoon, der wird dir schon sagen, was du zum Tor hast. Auf jeden Fall musst du auch noch die Golfbälle auf der Driving-Range einsammeln. Ich bin doch kein Cowboy auf einer Range. Ich bin gleich auf dem Leiterhof. Nun möchten wir gerne etwas näher betrachten, die Anlage. Jonathan, Ja? ich werde Ihnen alles zeigen. Du brauchst dem gar nichts zu sagen. Das mach schon ich. Das Greenhorn wird jetzt von einem echten Greenkeeper auf den Platz geführt. Darf ich bitten, Herr Gentleman? See you, Miss Moni. Miss Moni? So ein Mist. What's the matter? Jetzt müssten wir aber gehen, dass wir rechtzeitig zum Abendessen wieder daheim sind. Ich schau mal, ob das Zimmer für den Jonathan in Ordnung ist. Bis jetzt waren für Sie die Engländer immer stocksteif und schlecht gelaunt. Ja, und jetzt sagt schon Jonathan zu ihm. Ja, aber ein netter Kerl, findest du nicht? Ja, also, ich finde ihn ja äußerst sympathisch. Ja, an dem werden sie die wilde Braun auch bald ranschmeißen. Du, die Frau Braun ist weder wild noch eine Randschmeißerin, gell? Red gefälligst in einem anständigen Ton von der Isolde. Rief jemand meinen Namen? Lieber Hirsch, Sie haben ja noch gar keine Reithose an. Ach so. Haben Sie vergessen, dass wir den leichten Galopp üben wollten? Aber wie könnte der liebe Hirs sowas vergessen? Husch, husch, Bauer. Raus aus der Hosen und rein in den Reitdress. Also, Isolde, ab sofort können Sie bei uns auch Golf spielen lernen. Golf? Ja. Ach, wie entzückend. Reiten und Golf. Oh, da sind wir jetzt fast den ganzen Tag unterwegs. Ja, aber nicht mit dem Herrn Leitner. Golf unterrichtet nämlich ein vertrockneter Löffel. Ach so, ja dann bleibe ich lieber beim Reiten. Ohne Sie, lieber Hirs, macht mir Sport ja gar keinen Spaß. Das kann ich aber gut verstehen. Der liebe Hirs ist ja so ein einfühlsamer Lehrer. Genau. Und er hat so viel Geduld und eine so angenehme Art, einem die notwendigen Bewegungsabläufe beizubringen. Ja, das ewige Auf und Ab im Leiten Trab. Naja, also wir treffen uns dann vorm Reitstall, gell? Und ich werde noch schnell etwas Rouge auflegen. Man will ja auch beim Reiten gepflegt aussehen. Ich darf am liebsten am Bauer in die Reithosen reinhelfen. Die Braun ist nicht sein Typ. Ach, da war ich mir gar nicht so sicher. Was willst du denn damit sagen? Gestern Vormittag zum Beispiel. Da sind sie 4 Stunden miteinander ausgeritten. Ja und? Die Pferdl haben aber überhaupt nicht geschwitzt, als wir wieder zurückgekommen sind. Da werden sie halt im Schritt gegangen sein. Im Schritt. Ja, da schwitzen die Pferde nicht. Die Reiter aber meistens auch nicht. Jedenfalls ist die Braun gleich unter die Dusche gegangen. Und der Bauer hat sie im Brunnen draußen im Hof 10 Minuten ein kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt. Und du bist ein altes Waschweib. Ich bring doch den Mundkamm auf. Ich bin nur ein guter Beobachter. Und ein kleiner Intrigant. Obwohl ich nicht weiß, was das ist, weise ich diesen Vorwurf entschieden zurück. Hallöchen, ist jemand zu Hause? Da müssen sie reinkommen, dann werden sie schon sehen. Bin ich hier richtig? Ja, das kommt ganz drauf an, zu wem Sie wollen.
Ich will zum Golfclub Leitner, der exklusiven Anlage in herrlicher Landschaft gelegen, mit den gepflegtesten Greens und den raffiniertesten Hindernissen. So steht es jedenfalls hier im Prospekt. Wenn's da drin steht, dann wird's schon stimmen. Grüß Gott. Leitner. Tampe, Heiner Tampe, Schiffsbauingenieur aus Finkenwerder. Oha, ein Ausländer. Nee. Finkenwerder liegt in Norddeutschland. Noch schlimmer, Preis. Ja, was können wir für Sie tun, Herr? Tampe, T wie T, A wie Albatros, M wie Matchplay, P wie Pitching, E wie Igel. Albatros Igel, das ist ein Tierhändler. Das sind alles Golfbegriffe, Mignon. Ich bin gekommen, um mein Handicap zu verbessern. Und was haben Sie für ein Handicap? 33. Ich habe nicht nach Ihrem Geburtsjahr gefragt, sondern was Sie... Ich habe gefragt, was Sie für ein Problem haben. Probleme habe ich keine. Nur ein Handicap. Ja. Sie sollen ja einen ganz erfahrenen Pro hier haben. Unser Pro ist produktiv programmiert und prozentual an den Einnahmen beteiligt. Spielst du auch Golf, Mignon? Nein, die Bälle sind mir zu klein. Ja, der Christian interessiert sich mehr für Bälle mit einer gewissen Körbchengröße. Ja. Verstehe. Er ist Basketballspieler. Anna, du hast ja die Hosen zuerst gewaschen. Die ist ja schon wieder eingegangen. Schmarrn, du bist auseinandergegangen. Ach so, ein Unsinn, gell? Das ist ein Waschbrettbauch. Ja, im Speckmantel. Ach, lieber Hirs, diese Kleinigkeiten werden wir gemeinsam abtrainieren. Ja, und gemeinsam geht's auch viel besser, Ja. gell? Ja, Service wird bei uns groß geschrieben. Wollen Sie auch bei uns reiten lernen? Eigentlich bin ich zum Golfen gekommen, aber in so einer Gesellschaft würde ich auch gerne durch die Landschaft traben. Gestatten, Heiner Tampe, Schiffsbauingenieur aus Finkenwerder. Isolde Braun aus Amselstetten. Reizend, ganz reizend. Also dieses Outfit steht Ihnen ausgezeichnet. Also, wir treffen uns dann zum Reitstall. Auf geht's! Ich hoffe, Sie bleiben etwas länger. In ein paar Stunden sind wir von unserem Ausritt zurück. In ein paar Stunden? Ich plane eine Woche hier zu bleiben. Auf geht's! Tschüss! Reizend, ganz reizend. Ist sie noch frei? Sie benimmt sich jedenfalls so. Sagen Sie, junger Mann, haben Sie nur Apartments oder auch Suiten? Wir haben echte Bauernmöbelsuiten. Könnten Sie dann mein Gepäck auf mein echtes Bauernzimmer tragen? Also bei uns, da ist alles sehr freizügig. Wie meinen Sie das? Ja, Sie können bei uns machen, was Sie wollen. Sogar Ihr Gepäck selber hochtragen. Das ist gut, ja. Ja, es sei denn, Sie lassen ein kleines Anerkennungshonorar springen. Mit Trinkgeld war ich nie knauserig. Haben Sie bloß einen Koffer? 2 und mein Golfbag. Ja, Sie, dann fehlen noch 2 Euro. Einer. Mein Golfbag trage ich selber. Euch preisen fällt einfach die großzügige weltmännische Art von uns Bayern. Sie sind sehr geschäftstüchtig, junger Mann. Oh, I got a good idea. Was soll sie? If you want to, no, wenn Sie möchten, ich zeige Ihnen, how zu spielen Golf und Sie unterrichten mich in die Feinheiten von der deutschen Sprache. Aue, der Mann beißt aus. Pardon? Na, wissen Sie, ich bin mehr für das Bayerische zuständig. Oh. Ja, und Golf spielen lerne ich in meinem Alter gewiss nicht mehr. Ich habe ja schon 5 Anläufe gebraucht, bis ich die Führerscheinprüfung bestanden habe. Golf spielen lernen kann jeder Depp. Ich hoffe, Sie meinen das nicht persönlich. Oh, ist Depp ein schlimmes Wort? Sorry, Herr Hans. Bei uns in Bayern gibt's keine Schimpfwörter. Wenn man da zu jemandem sagt, der Hundling, dann kann das heißen, dass man ihn für bösartig hält, aber auch, dass er ein schlauer, raffinierter Kerl ist. Oh, so, Sie sind eine Hundling, aber in dem positiven Sinne. Im positiven Sinne, das gefällt mir. Aber jetzt lasst mir mal die förmliche Anrede. Ich bin der Hans. And I'm Jonathan. Gut, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Unterricht. Also, zu einem Josef sagt man bei uns Sepp. Der Georg ist der Schorsch, der Ludwig
ist der Wicker. King Louis. Und zu einem Johann sagt man bei uns Hans. Du bist der Johnny. Okay, Hansi. Hansi? Da scheint ja schon eine Völkerfreundschaft entstanden zu sein. Jawohl, eine unter Männern. Aber da solltest du dich raushalten, Moni. Die Engländer haben eine Tradition. Die wollen keinen Euro, keinen Rechtsverkehr und keine Frauen, die nicht auf der Insel geboren sind. That's not right. Das letzte stimmt nicht. Ich kenne a lot of Englishmen, die verheiratet sind mit einer Deutschen. Mit einer Preisin vielleicht. Bayerische Madel nehmen bayerische Buben. Hey, Moni. Das hat sich doch längst geändert. Ihr Zimmer ist aufgeräumt und das Bett ist bezogen. Soll ich es Ihnen zeigen? Oh, yes. Nein, das mache ich schon. Und wir sollten inzwischen das Gepäck aus dem Auto holen und aufs Zimmer schaffen. Schwere körperliche Arbeit ist nichts für die, Moni. Wie besorgt du bist. Von der Seite kenne ich dich ja gar nicht. Ja, ich dachte ja gerne meine guten Zeiten zeigen, aber du wusstest ja nicht. Hilf dem Mr. Witherspoon, sein Gepäck aufs Zimmer zu tragen und pass auf, dass nicht gegen den Tisch rinst. Ich hab nämlich eine Vase mit Sonnenblumen nach oben gebracht. Was? Sonnenblumen aufs Zimmer? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, he's jealous. Eifersüchtig. Aber auf wen? Das erzähle ich Ihnen später. Aber Sie werden der Erste sein, der das erfährt, Mr. Witherspoon. Oh, ich möchte nicht, dass Sie zu mir sagen, Mr. Witherspoon, sondern Jonathan. Naja, nachdem wir uns ja jetzt schon mindestens eine Stunde kennen, ist nichts dagegen einzuwenden. So, I'm Jonathan. Ich bin die Monika, aber alle rufen mich nur Moni. Oh, Moni, was für ein reizender Name. Ich weiß ja nicht, ob ihr das in England kennt, aber wir geben uns beim Duzen einen Brüderschaftskuss. Oh, I'm delighted. Oh, was für eine schöne Braut. Moni, könntest du mir das vielleicht noch einmal zeigen? Aber gerne, Jonathan. Sehr gerne. Ja, da legst du nieder. Und ich hab gemeint, die Engländer haben bloß einen Fußball erfunden. Hier ist der CEC. Wer ist da? Chiemsee Exklusivclub. Ja, wir sind leider in diesem Monat schon ausgebucht. Versuchen Sie es da in 4 Wochen noch einmal, ja? Auf Wiederhören. Wie kannst denn du sowas sagen? Ja, außer der Braun und dem Tampe haben wir doch keine weiteren Gäste. Das ist ein psychologischer Trick. Ja, die Leute reizt doch nur, was sie im Moment nicht haben können. Ich darf sagen, das ist pure Faulheit. Arbeitsmäßig fühlst du dich mit 2 Gästen schon ausgelastet. Das bin ich ja. Ich bin da der Empfangschef, der Pferdepfleger, der Grillkipper, ja und immer noch der Knecht, der sich um die ganze Landwirtschaft da kümmern muss. Ja, aber in mir hast du doch einen tatkräftigen Assistenten. Okay. Du schleichst doch nur um die Braun rum, wenn die gerade einen Chef einmal wieder aus den Augen lässt. Gästebetreuung nennt man das. Und außerdem ist die Braun Witwe und hat 2 Maschinenbaufabriken geerbt. Okay. Das ist doch voll zu alt für dich. Ja, bei einer Fabrik schon, aber bei 2 Fabriken darf man sich von so nebensächlichen Kleinigkeiten nicht rausbringen lassen. Du, ich fürcht, die Moni hat ein Auge auf den Jonathan geworfen. Mei, wo du doch 2 Augen auf die Moni geworfen hast. Stell dir vor, sie meint, ich wäre zu alt für sie. Was sagst du jetzt da dazu? Eine Unverschämtheit. Aber sie hat recht. Du hast doch keine Ahnung. Junge Madeln brauchen reife Männer. Wer sagt das? Ja, ich? Oder kannst du nicht mehr richtig hören? Ich werde am 16. Loch leicht angeschwollen, wenn dieser blöde Taumel im Weg gestanden war. Den schneide ich morgen gleich einmal um. Sie haben noch nicht den richtigen Schwung bei dem Abschlag. Der Bau hat keinen Schwung, hab ich schon immer gesagt. Da,
Ja, wer den richtigen Schwung gleich zeigen, gell? Handgreiflichkeiten gegen leitende Angestellte sind ein Kündigungsgrund. Sagt die Gewerkschaft. Wir sollten machen etwas mehr Werbung für den Golfplatz. Es ist nicht gut, wenn ich nur Unterricht gebe, nur die Boss. Ja, aber andererseits ist doch nicht schlecht, wenn ich auch dieses Spiel lerne. Schließlich muss ich da mitreden können. Über Pitching und Chipping. Ah, Donnerwetter, nimmst du auch schon Unterricht? Na, das habe ich im Johnny sein Regelbuch gelesen. Aber was das heißt, weiß ich noch nicht. Pitching, das sind die hohen und Chipping sind die flachen Annäherungsschläge ans Loch. Stimmt das? Exactly. Also gut, meinetwegen kann ja jeder Golf spielen lernen, gell? Aber ich wünsche nicht, dass jemand was weiß, was ich noch nicht weiß. Ist das klar? Ja. Gut. Also du weißt zum Beispiel nicht, wie lächerlich du in dem Aufzug ausschaust. Also wenigstens einen Golfschläger hättest raus vor der Tür absteigen können. Wenn du vom Reiten kommst, nimmst das Pferdl doch auch nicht mit in den Stuhl. Das ist die dicke Bertha. Was ich immer sag, nur Weiber im Kopf. No. Die dicke Bertha ist eine Driver. Wenn man doch gleich denkt. Und? Was ist das? Ja, also, wenn ich am Abschlag stehe, sagen wir mal am 8. Loch, ja, das hat Paar 5, gell? Ja, da muss ich den Ball möglichst weit schlagen, gell? Und drum lege ich ihn auf einen Tee. Tee. Ja, und nimm dann die dicke Bertha, damit ich weit schlagen kann und über den Bunker komme. Für was brauche ich mir in Friedenszeiten einen Bunker? Ein Bunker ist ein Sandhindernis. Perhaps, vielleicht, möchten Sie doch lernen, die Golf spielen. Ich? Yes. Nie im Leben. Mein Sport ist Einkaufen, Kochen und sauber machen. Und ganz nebenbei haben wir ja auch noch eine größere Landwirtschaft. Also wenn der Golfplatz ein Geschäft wird, dann stelle ich natürlich noch mehr Mitarbeiter ein. Ja, das wird dich dann entlasten. Da brauchen wir aber einen Betriebsrat. Und ich lass mit zum Vorsitzenden wählen. Ich sehe schon meine Visitenkarten vor mir. Christian Klumsi, Betriebsratvorsitzender. Ja. Und ich sehe dir jetzt gleich mal in der Melkmaschine sitzen, gell? Meine Frau kann nicht alles allein machen. Ja, da hast du recht. Du tust jetzt einmal die dicke Bertha weg und forderst die Händel, gell? Deine Frau kann nämlich nicht alles allein machen. Die Hähner hab ich schon gefordert. Aber es wäre ganz nett, wenn sich unser Azubi in Kuhstall bewegen könnte. Ja, passt. Unsere dicke Bertha, die gibt nämlich 30 Liter Milch am Tag. Da kann er so ein Golfschläger nicht mithalten. Wo bleibt denn unsere Turnierreiterin? Die wird doch nicht die Pferdl striegeln. Jesus, die Braun, die habe ich ganz vergessen. Ja, mit der wollte ich doch ausreiten. Die Braun steht mit dem Herrn Tampe auf dem Golfabschlag-Dings. Bei der bist du abgeschrieben. Die hat nämlich jetzt auch das Golffieber packt. Dann kann man jetzt noch ein paar Löcher spielen. Der Jonathan wird Hunger haben. Er ist ja schließlich schon um 5 Uhr aufgestanden. Woher willst denn du das wissen? Oder hast du bei offener Zimmertür geschlafen? Oh, sorry, ich war so laut. Nein. Ich habe nur einen sehr leichten Schlaf. Das ist ja das Allerneueste. Ich hör sogar, wenn du die nachts in die Küche schleichst, um dir ein Stückel Wurst runterzuschneiden. Ah, ich bin nicht geschlichen, gell? Und die Wurst war keine Wurst, sondern ein Stück Käse. Also jetzt geht's in den Garten aus und ich schau, was ich für die Herren noch finde, gell? Käse ist leider keiner mehr da. Also, auf geht's! Ab in den Garten! Halt, Hans, du bleibst da, gell? Ja, du bleibst am Telefon. Und wenn der Christian mit dem Mecken fertig ist, kann er dich da ablösen, gell? Ja, schließlich hast du heute Nacht schon eine Zwischenmahlzeit gekriegt, mein Lieber, gell? Ja, wir sollten da meine Arbeitskraft bewahren, wenn ich da auf Diät gesetzt wäre. Ja. Nein, hier ist nicht nur der Leitnerhof, hier ist das Urlaubsparadies vom Chiemsee. Ja, bei uns können Sie segeln lernen, rudern, flirten und seit neuestem auch Golf spielen. Was kann ich denn für Sie tun? Sie sind der Kaminkehrer. Und wollen jetzt morgen aufs Dach steigen? Ja, kein Problem. Bei uns macht im Moment sowieso jeder, was er will. Nein, war das aufregend. Der Heiner hat mir den richtigen Schwung beigebracht. Sehen Sie, wie der Ball fliegt?
Klar. Wo ist er denn runtergekommen? Entscheidend ist die Bewegung in der Hüfte. Probieren Sie es doch auch mal. Ja, kein Problem. Sie sollen doch keinen Hammer werfen. Jetzt stellen Sie sich mal hin und folgen Sie einfach meiner Bewegung. Und zack. Na, wie finden Sie das? Ja, also ich hab das jetzt noch nicht ganz kapiert. Könnte man das vielleicht noch mal üben? Aber gern. So. Rückschwung bis zur Schulterhöhe. Durchschwingen, leichte Drehung. Rückschwung bis zur Schulterhöhe. Durchschwingen, leichte Drehung. Wie war jetzt das? Also, Rückschwung bis zur Schulterhöhe, durchschwingen, leichte Drehung. Rückschwung bis zur Schulterhöhe, durchschwingen, leichte Drehung. Hey, was läuft denn da ab? Wir üben den Abschlag. Das schaut schon mehr nach einem Anschlag aus. Also, ein gleichmäßiger Bewegungsablauf ist beim Golfspielen das Allerwichtigste. Ja, nicht nur beim Golfspielen. Wie meinen Sie das? Jetzt kannst du schauen, dass du aus der Nummer wieder rauskommst. Rückschwung bis zur Schulterhöhe, durchschwingen, leichte Drehung. Rückschwung bis zur Schulterhöhe, durchschwingen, leichte Drehung. Also, was meinten Sie vorhin? Ja, ich meine, auch beim Reiten muss der Bewegungsablauf stimmen. Ach so, und ich dachte schon an etwas anderes. Ja, Sie denken häufig an was anderes, nicht wahr? Sie sind ein ganz schön freches Kerlchen. Wissen Sie eigentlich, dass ich schon immer Maschinenbauer werden wollte? Nein. Ja. Ja, das ist ja ein Zufall. Gell? Ich habe 2 Maschinenbaufabriken. Ja. Was Sie nicht sagen, das ist ein Zufall. Theoretisch hätten Sie auch bei mir als Azubi anfangen können. Ja, ja, theoretisch sicher. Aber Sie sind noch jung. Sie können immer noch eine zweite Lehre absolvieren. Ja, ich bin da schon mehr an leitenden Positionen interessiert. Ja, und so jung bin ja ich auch nicht mehr. Wissen Sie eigentlich, dass ich schon immer für reifere Frauen geschwärmt hab? Tatsächlich? Freilich, ich mein so junge Dinger wie die Moni zum Beispiel, die haben bei mir gar keine Chance. Ach, was Sie nicht sagen? Ja, ich stehe da mehr auf Frauen, die es im Leben schon zu was gebracht haben. Aber Sie möchten doch sicher mal eine Familie gründen und Kinder haben? Ja, hätte ich eine Fabrik mit 400 Angestellten, dann wären das gewissermaßen alles meine Kinder. Ja, dann wäre ja ich 800-fache Mutter. Und das als kinderlose Witwe. Sie wissen ja einiges von mir. Darf ich Ihnen ein Geständnis machen? Aber bitte? Sie sind genau der Typ Frau, von dem ich immer schon geträumt habe. Oh, danke für das Kompliment, aber der Altersunterschied ist mir wirklich zu groß. Aber reife Frauen brauchen junge Männer. Wer sagt denn das? Der Hans oder was umgekehrt? Das hat er sicher anders gemeint. Wie alt sind Sie eigentlich? Also, man fragt eine Dame nicht nach ihrem Alter. Ja, ich habe auch Sie gefragt. Sie sind ein Frechdachs. Aber dabei ungemein liebenswürdig. Finden Sie nicht? Richtig böse sein kann man Ihnen nicht, das stimmt. Meine Mama hat immer gesagt, die Frau, die dich einmal kriegt, die hat das große losgezogen. Was hat Ihre Mutter denn beruflich gemacht? Die war Losverkäuferin auf dem Oktoberfest. Ja, wissen Sie eigentlich, wie lange der Herr Tampe hier Urlaub macht? Ja, mindestens 8 Tage. Ach, er gefällt mir. Das wäre der Hauptgewinn in einer Weihnachtstombola. Und ich hab immer gemeint, dass Sie mir auf den Chef abfahren. Ach, lieber junger Freund. Verheiratete Männer sind wie Kerzen. Du kannst dich an ihrem Schein erfreuen, aber wenn du zu nah herangehst, verbrennst du dir leicht die Finger. Also irgendwie scheinen heute alle bei mir ihre Lebensweisheiten abzuladen.
Könnten Sie mich mal kurz rufen, wenn's Telefon leitet? Ich muss bloß einmal hinaus. Ja, kein Problem. Ich warte sowieso auf den Heiner. Ja, nimmt dich keiner? Nimmt dich keiner? Ferienparadies Leitner, was kann ich für Sie tun? Ach, Sie möchten am Wochenende einen Golfschnupperkurs machen. Ja, schön. Wie viele Leute sind Sie denn? 18. Oh, das ist gut. Wir haben einen 18-Loch-Platz. Ja. Da kriegt dann jeder sein eigenes Loch. Genau. Gut. Ich habe alles notiert bis Samstag. Moment, wenn Sie mir noch Ihren Namen sagen würden? Bernhard Langer. Gut. Ja, bis Samstag. Wiederhören. Hallöchen! Ich bin schon wieder umgezogen. Also ich muss schon sagen, so eine Golfrunde mit Ihnen, das ist das reinste Vergnügen. Es hat bannig viel Spaß gemacht. Wir könnten ja gemeinsam bei Mr. Witherspoon Unterricht nehmen. Eine gute Idee. Gemeinsam die Bälle hinaus katapultieren. Möglicherweise wird das ein Abschlag ins Glück. Darf ich Ihren Worten entnehmen, dass Sie mir eine gewisse Sympathie entgegenbringen? Och, jetzt bringen Sie mich nicht in Verlegenheit. Und nichts liegt mir ferner als das. Lassen wir das Thema erstmal beiseite. Beiseite wäre vielleicht etwas übertrieben. Ich meine, also gleichgültig sind Sie mir nicht. Na, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Warten wir doch mal ab, was sich daraus entwickelt, Frau Braun. Meine Freunde nennen mich Isolde. Ich bin der Heiner. Heiner? Was für ein schöner Name. Isolde, das klingt nach Leidenschaft und Sinneslust. Donnerwetter! So viel Temperament hätte ich den Norddeutschen gar nicht zugetraut. Wir wirken nur äußerlich etwas steif. Innerlich sind wir brodelnde Lava. Ja, was halten Sie von der Idee, wenn wir nach dem Abendessen einen kleinen Spaziergang machen würden? Ich bin dabei. Der Sonnenuntergang in den Voralpen soll ja etwas sehr Romantisches haben. Bis später, Heiner. Ja, Frau Braun, was machen Sie denn da? Ich weiß nicht, ob Ihre Eltern Sie nicht aufgeklärt haben. Im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man das einen Kuss. Also, da herrscht ja mittlerweile eine lockere Moral. Also ich glaube, dass sich daraus mehr entwickelt als nur ein Urlaubsflirt. Ja, und ich glaube, dass mir die Entwicklung da herin schon langsam über den Kopf wächst. Vielleicht stimmt ja doch das alte Sprichwort. Schuster, bleib bei deinen Leisten. In seinem Fall müsste das allerdings heißen, Bauer, bleib bei deinen Kühen. Oh Gott, ich darf ja Isolde nicht warten lassen. Na, das schaut her. Da haben sich die Pärchen aber schnell gefunden. Ja, schaust, gell? Die Preisen sind halt doch schneller wie die Bayern. Das interessiert doch mich nicht. Okay. Du gibst Reitunterricht, lernst Golf spielen und übst dich erfolglos im Flirten. Ja, was heißt denn da erfolglos? Ich denk doch immer nur an dein Vergnügen. Deine Gäste sind dir wichtiger wie deine Familie. Du hast vergessen, dass wir eine Landwirtschaft haben. Deine weiblichen Urlaubsgäste sind dir wichtiger wie deine Kier. Aber keine Sorge. Jetzt rahmen Spieß um. Dann wirst du schon sehen, was davon hast, du Hornochs. Da kannst du mir's glauben, Moni. Dein kleiner Engländer macht der Braun schöne Augen. Ich glaub dir kein Wort. Du eifersüchtiger Gockel willst doch nur einen Keil zwischen Jonathan und mir treiben. Aber das gelingt dir nicht. Also erstens, ich bin nicht mehr eifersüchtig. Ja, ich habe eingesehen, dass ich doch einmal das alt bin für dich. Und zweitens, was ich gehört habe ich gehört. Ach, und was hast gehört? Du glaubst mir sowieso nichts. Das stimmt. Aber meine Neugierde kannst du trotzdem befriedigen. Also, auf der Driving Range hat er zu ihr gesagt, dass sie eine Figur hat wie ein Filmstar.
Eine Figur wie ein Filmstar. Genau. Und seine Augen haben ganz lüstern gefunkelt. Du bist auf dem Traktor gesessen und hast die Bälle eingesammelt. Wie willst du seinen lüsternen Blick gesehen haben? Ich habe eben Augen wie ein Adler. Du bist verlogen wie ein Kuckuck. Und kehrt hast du bei dem lauten Traktorgeräusch auch kein Wort. Bitte, wenn du meinst. Ich muss dir ja nicht erzählen. Außerdem ist mir doch egal, ob der Jonathan die Braun küsst oder nicht. Er hat sie geküsst. Es könnte sein, dass er ihr mit seinen Lippen eine Mücke von ihrem Mund entfernt hat. Aber 5 Sekunden lang. Ich habe auf durchgeschaut. Oh, so ein Hoderlump. Der macht mir die schönsten Komplimente und küsst eine fremde Frau. Nein, das stimmt nicht. Er hat sie also nicht geküsst. Doch, aber die Braun ist doch keine Fremde. Aber der Herr Witherspoon ist ab sofort wieder ein Fremder für mich. Die deutsch-englische Freundschaft, die wird auf Eis gelegt. Ihr seid in die Politik gehen. Ich habe ein echtes Talent. Ach, Herr Hans, haben Sie vielleicht die Frau Braun gesehen? Die Holde Isolde? Ja, wir waren gewissermaßen verabredet. Ja, das muss vergessen haben. Weil im Moment ist gerade mit jemand anderem verabredet. Geschäftlich? Mehr geschlechtlich. Sie turtelt mit dem Herrn Golflehrer im 7. Grün. Turteln? Wie meinen Sie das? Sie chippen und pitchen nicht, sie schnäbeln, wenn Sie wissen, was ich meine. Nee. Was ist denn Schnäbeln? Das kommt von Schnabel, vom Mund. Ah, er gibt ihr theoretischen Unterricht. So könnte man es auch nehmen. Aber ich glaube, die beiden verbindet mehr als so die Liebe zum Golfspiel. Könnten Sie das mal mit deutlicheren Worten ausdrücken? Amors Pfeil hat sie getroffen. So ein Schnickschnack. Der Herr Jonathan hat beide Augen auf das Fräulein Moni geworfen. Kommt darauf an, ob er es auch getroffen hat. Also ein bisschen Menschenkenntnis habe ich ja auch, ja? Wenn die beiden nicht verliebt ineinander sind, dann heiße ich Egon. Also Egon. Die Frau Braun und Herr Witherspoon Spoon knutschen sich ungehemmt auf dem Golfplatz. Und jetzt fragen Sie mal Ihre Menschenkenntnis. Küsst man eine andere Frau, wenn man frisch verliebt ist? Meine Isolde küsst einen fremden Mann? Jedenfalls hat sie sich von ihm küssen lassen. Von diesem Mr. Witherspoon? Und was sagt das Fräulein Moni dazu? Keine Ahnung. Wer weiß denn schon, ob sie das weiß? Jedenfalls hat dieser Golflehrer mit einem Schlag 2 junge, aufkeimende Lieben zerschmettert. Typisch Golflehrer. Denken eben nur von Schlag zu Schlag. Nun denn ist mein Verweilen hier nicht länger möglich. Mein Handicap kann ich auch woanders verbessern. Ein Heiner Tampe weiß, wann er sich zurückzuziehen hat. Das muss ich gleich Christian erzählen. Mit einem Schlag 2 Nebenbuller aus dem Weg gerannt. Aus mir wird sicher mal ein guter Golfspieler. Du Hans, weißt du, wo meine Frau steckt? Die habe ich seit Stunden schon nicht mehr gesehen. Also irgendetwas stimmt da nicht. Sie ist stundenlang verschwunden. Das hast du früher nicht gemacht. Nein, früher war alles ganz anders. Du, die Anna wird doch nicht, also ich meine, besteht die Möglichkeit, also was ich sagen will, ist, Also, Chef, du redest daher wie ein Politiker in einem Fernsehinterview. ja, ich weiß einfach nicht, wie ich mich genau ausdrücken soll. Ja, wie weißt du mit der Frage, glaubst du, dass die Anna eine Gspusi hat? Meine Frau? Ja, niemals. Andererseits Besteht allerdings auch die Möglichkeit. hast du da vielleicht irgendwelche Beobachtungen gemacht? Wer soll denn da irgendetwas beobachten können, wenn die Bayerin stundenlang nicht auf dem Hof ist? Ja, vielleicht ist sie nach Brien zum Einkaufen. Oder nach München zum Friseur. Ja, das kann auch sein, ja. Sie ist in letzter Zeit immer so schön zurechtgemacht, gell? Ja. Für wen eigentlich? Also, wenn wir jetzt aber den günstigsten Fall annehmen, dann für die. An einen anderen Fall will ich gar nicht denken. Dann darf ich es auch nicht machen. Du Hans,
Hans, meinst du, dass ich es mit dem ganzen Urlaubsparadies da ein bisschen übertrieben hab? Naja, ich glaube, es war schon richtig, dass wir mit der Zeit gegangen sind. Vielleicht hätte man das Tempo ein bisschen drosseln sollen. Ja, und wie komme ich da aus der ganzen Nummer wieder raus? Anstatt die Urlaubsgäste schickst du einfach deine Kühe wieder auf den Golfplatz. Ja, und wir kümmern uns wieder mehr um die Landwirtschaft. Die Anlage, die hat ein Vermögen gekostet. Ja, vielleicht könnte man sie ja auch verpachten. Ja, genau. Ich werde gerne mit Jonathan reden. Da würde ich ganz dringend davon abraten. Was? Ja, so ein Engländer passt doch gar nicht in unsere Gegend. Außerdem kriegt er vielleicht irgendwann einmal Heimweh und flieht über Nacht auf seine Insel zurück. Ja, und der kennt doch bloß das englische Pfund. Der kann doch mit Euro gar nicht rechnen. Ja, was ist denn mit dir los? Hm? Was hast denn du gegen den Jonathan? Ich hab mir gedacht, ihr habt euch ein bisschen angefreundet. Angefreundet ist übertrieben. Ich habe mich nur für die Integration für Ausländer eingesetzt. Ja, das mache ich bei den Preisen doch schon seit Jahren. Ja. Also, wenn einer für den Golfplatz in Frage kommt, dann ist es nur der Jonathan. Der Jonathan soll einen Golfplatz übernehmen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hey, ja, was ist denn mit dir los? Du, ich red von deinem Jonathan. Hat sich was mit meinem Jonathan. Ja, da fällt mir ein, immer so ganz was Dringendes erledigen. Also, sag einmal, raus mit der Sprache. Wieso ist es nicht mehr dein Jonathan? Dieser Don Juan, der Englische, der küsst andere Frauen auf dem Golfplatz. Geh, woher weißt du denn das? Der Hans hat ihn beobachtet. Geh, der Hans, gell? Der ist eifersüchtig. Ja, dem sein ganzer Traum war es doch einmal, den Leitnerhof und gleichzeitig auch die Leitner-Tochter zu übernehmen. Das war einmal. Der konzentriert sich jetzt viel mehr auf die Brauen. Der hat nämlich was Männer anzieht. Aha. Ja, und das wäre? Ja, Geld bis zum Abwinken. Ja, aber du willst damit nicht sagen, dass der Jonathan eventuell vielleicht oder überhaupt deine Mutter, die ja zufällig auch meine Frau ist, geküsst haben soll? Die Mama darf sowas nie in der Öffentlichkeit machen. Wie beruhigend. Der Jonathan hat die Braun geküsst. Der Hans hat's mit eigenen Augen gesehen. Ja, der Hans. Geh daran, erkennst doch, dass er liegt. Schau her, wenn der Hans auf die Braun abfährt und an dir angeblich kein Interesse mehr hat, dann müsste er doch wiederum Interesse daran haben, dass der Jonathan auf dich abfährt und kein Interesse mehr an der Braun hat. Verstehst du das? Na? Ja, ich auch nicht, aber eine gewisse Logik ist darin enthalten. Gell? Ja, und was soll ich jetzt machen? Ja, du wirst schon einen Weg finden, um die Wahrheit herauszufinden. Hä? Wenn ich überhaupt noch an der Wahrheit interessiert bin. Und bist du interessiert? Brennend! Ja, mei, die verdammte Emanzipation. Das haben die Frauen auch schon in einem zweiten Frühling. Zwei Herzen im Mai, die hatten sich lieb. Der Lenz ging vorbei, die Liebe blieb. Also, erstens mal haben wir jetzt August und zweitens einmal haben wir hier ein halbes Dutzend Herzen. Mich interessiert aber nur ein einziges. Ja, weil Sie meines noch nicht kennen. Irgendwann wird Ihnen schon die Richtige über den Weg laufen. Und die ein oder andere Richtige ist mir schon über den Weg gelaufen. Nur stehen ist bisher noch keine geblieben. Tja, ich habe ja auch jahrelang auf mein Heilerchen warten müssen. Ja, die Frage ist bloß, ob er auf Sie gewartet hat. Was wollen Sie damit sagen? Oh, man hört hier so einiges, wenn man die Ohren aufsperrt. Und was hört man? Also dem Herrn Trampe, Ihrem Heilerchen, gefällt es anscheinend gar nicht, dass sich der Jonathan so, wie soll ich jetzt das sagen, intensiv um Sie kümmert. Mr. Witherspoon gibt mir Golfunterricht. Ja, der Hans will aber auch schon beobachtet haben, dass es dabei zum Austausch von kleineren Zärtlichkeiten kommen sein soll. Also, das ist eine Unterstellung. Die schon langsam ihre Kreise zieht. Jetzt hören Sie mal auf, in Rätseln zu sprechen und sagen Sie mir klipp und klar, was hier los ist. Ja, alles weiß ich auch nicht. Also jedenfalls ist die Moni sauer auf den Jonathan. Der Heiner ist sauer auf Sie und auf den Jonathan und der Bauer... Ist sauer auf wen? Der ist überhaupt nicht sauer. Der ist bloß beunruhigt, weil er nicht weiß, was die Bäuerin treibt, wenn sie stundenlang allein unterwegs ist.
Und was hat das Ganze ausgelöst? Hallo? Noch einmal, was hat das Ganze ausgelöst? Ein Kuss. Was für ein Kuss? Den zwei Menschen ausgetauscht haben sollen. Gehe ich recht in der Annahme, dass man mir unterstellt, ich hätte etwas mit Jonathan Witherspoon? Um Himmels Willen, nein! Oh, na Gott sei Dank. Leid sagen, er hat was mit einer. Wer behauptet das? Ja, der da. Herr Heißbrandner, ich werde Ihnen jetzt ein blaues Auge verpassen. Danke, ich bin schon versorgt. Oh, das ist gut. Ja. Das ist gut, dass mir jemand diese Arbeit abgenommen hat. Kommen Sie, Christian, ich packe. Ja, sag einmal, Hans, wer hat denn dir das blaue Auge verpasst? Das war eine linke Gerade, die ich im Ansatz kaum gesehen habe. Und wer war der Absender? Der Engländer. Was? Na, also das glaube ich nicht. Gell, das ist doch so ein friedfertiger Mensch. Warum soll denn der dir ein Pfeilchen verpassen? Ja, nur weil es der Moni und dem Heiner Tampe erzählt hat, dass der Jonathan die Braun geküsst hat. Na, was hat denn da der Herr Tampe damit zu tun? Ja, ich hab mir gedacht, das wäre ein Abwasch. Wenn der erfährt, dass die Braun den Jonathan küsst, dann lass dir den Finger von mir. Also jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Willst du die Braun oder hoffst du immer noch auf die Moni? Die Braun will mir nix und die Moni erst recht nicht. Ja, und was soll dann das ganze Theater? Also, psychologisch ist es so zu erklären. Ich leide an einem Zurücksetzungskomplex. Unter was? Unter einem Zurücksetzungskomplex. Aha. Wenn jemand nicht kriegt, was er will, dann will er unter allen Umständen das haben, was er nicht kriegt. Aber das verstehst du sowieso nicht. Na, Hans, du solltest doch zum Arzt gehen. Meinst du? Ja, unbedingt. Aber vorher musst du unbedingt nach deinem Wiedergutmachungskomplex nachgehen. Ja, du musst der Moni und der Frau Braun die Wahrheit sagen. Das wird aber nicht ohne körperliche Schäden für mich ausgehen. Ja, so hart wie der Jonathan wird die gewiss nicht zuschlagen, gell? Aber Strafe muss sein. Also sei ein Mann, zeig Charakter. Lass meinen Charakter aus dem Spiel. Auf den bin ich im Moment selber sauer. Soll jetzt am Hof noch einige Turbulenzen geben? Hallo, da bin ich wieder. Ja, wer schaust denn du aus? Du möchtest jetzt auch mit Golfen anfangen. Anfangen ist gut. Ich habe bereits die 15. Trainerstunde hinter mir. Du bist heimlich mit dem Jonathan unterwegs gewesen. Heimlich schon, aber nicht mit Jonathan. Ich habe in Happing einen Kurs gemacht. Drum bist du immer stundenlang verschwunden gewesen. Ja, was der Bauer kann die Bäuerin schon lang. Ich war schon immer gegen die Emanzipation. Und ich gegen deine stundenlangen Ausflüge mit unseren weiblichen Urlaubsgästen. Ja, aber da war doch nichts dahinter. Aber es liegt in der Natur des Mannes, hin und wieder seine Unwiderstehlichkeit zu beweisen. Ja, während die duldsame Frau sich um Küche, Stall und Gäste kümmert. Aber das ist Vergangenheit. Du hast ja einen Golflehrer engagiert. Jetzt kannst du aus meine Haushälterin umschauen, gell? Ich spiele Vormittag und Nachmittag nur noch Golf. Und nächstes Jahr nehme ich bei den German Open für Damen teil. Was? Aber was? Ja. Wir haben eine Landwirtschaft, du bist eine Bayerin. Du kannst doch in deinem Alter nicht neue Wege einschlagen. Du, erstens bin ich jünger wie du, gell? Und zweitens hast du auch neue Wege eingeschlagen. Ich wollte doch nur mit der Zeit gehen. Ja, ich tue auch nichts anderes. Na, man muss sich den Herausforderungen des Lebens eben stellen. Du, vom Schnupperkurs zu den German Open ist ein langer Weg. Denkst du gar nicht an mich? Ich hab voll angedenkt, während du nächtelang über den Chiemsee gefahren bist, gell? Ich schwöre dir, da ist nie etwas vorgefallen. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe meinen Golflehrer nur einmal umarmt, wie ich die Platzreife gekriegt hab. Was? Du hast die Platzreife? Ja, seit heute. Oh,
Holy Moses! Oh, Sie sehen aber gut aus. Wollen Sie jetzt Doppeln die Golf spielen? Jonathan, Sie sehen eine reife Frau vor sich. Eine platzreife Frau. Oh, Sie haben heimlich Golfunterricht genommen. Im Golfclub in Happing. Oh, that's incredible. Das ist unglaublich. Die Platzreife nach so einer kurzen Zeit. Sie sind eine Naturbegabung. Und ich bin ein Obertrottel. Ich kümmere mich um die Familie, dass die mal ein besseres Leben haben. Und was habe ich jetzt davon? Eine glückliche Frau, die den tristen Alltag entflieht und einem schöneren Leben entgegensieht. Danke, Hirs. Ach, übrigens, ab sofort habe ich jeden Montagabend mein Damenkegeln in Prien. Am Dienstag bin ich beim Frauenverein der Freien Wähler. Am Mittwoch der Dame Schafkopf im Gasthof zur Post. Am Donnerstag habe ich mich bei einem Aerobikkurs angemeldet und am Freitag, da bin ich am Tegernsee in der Schönheitsfarm. Du, die sollen ja einen ganz tollen Masseur haben. Und am Samstag und am Sonntag? Aber Hirseli, man muss sich doch auch noch um die Familie kümmern. Also. So hab ich mir das nicht vorgestellt. Naja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ach, Hirs, könntest du bitte mein Golfbag in den Wagen bringen? Ich fahre noch nach Happing, um mein Handicap zu verbessern, gell? Ja, was? Das ist ja... Wir Herren, Wait! Kann ich mit dir sprechen? wenn's sein muss. You're so distant. Du bist, wie sagt man, das ist so abweisend. Ach, bin ich das? Yes. Dann wird's wohl so sein. What's the matter? Moni, was ist passiert? Da fragst du mich? Oh, Slaughter, ich begreife. Du hast geglaubt, die falsche Anschuldigung von die Hans. Moni, I'm very disappointed. Ich bin sehr enttäuscht von dir, dass du hast so kleine Vertrauen in mir. Ich wollt's ja nicht glauben. Aber dann hat mir der Herr Tampe auch erzählt, dass du die Braun geküsst hast. Der Mr. Tampe ist hineingefahren auf die gleichen Lügen wie du. Aber warum soll denn der Hans lügen? Was hätte er denn davon? Ich such. Hier, look, das hat er davon. Ich such am besten das Weite. Du hast dich meinetwegen geprügelt? Prügeln ist nicht das richtige Wort. Ich habe einmal einen richtigen Schwung gemacht und dann ist er umgefallen. Und ich habe ihm geglaubt. Ich konnte verstehen, dass du jetzt von mir enttäuscht bist. No, das ist schon wieder vorbei. Die Hauptsache ist, dass du nicht mehr bist böse auf mir. Ich war ein dummes Schaf. Eifersucht kann auch sein ein Zeichen von der Liebe. Und lieb habe ich die von ganzem Herzen. Moni, würdest du es finden unschicklich, wenn ich dich nach einer such a short time, nach einer so kurzen Zeit um deine Hand bitten würde? Oh, nein, Jonathan! Aber wir sollten am Papa nicht übergehen. Du musst ihn offiziell um meine Hand bitten. Alright. Lieber Herr Leitner, hiermit möchte ich Sie um die Hand von Ihrer Tochter bitten. Mach's lieber auf Bayerisch. Hirs, gib mir die Moni, denn ich hab sie narrisch gern. Hirs, gib mir die Moni, Ja? ich hab sie. Ist niemand hier? Ich hätte gerne meine Rechnung. Aber Heinerchen, ja, was machst du denn da? Das sehen Sie doch, gnädige Frau. Ich reise ab. Gnädige Frau, warum denn so förmlich? Die Situation hat sich dermaßen verändert, dass ich meine persönlichen Konsequenzen ziehen muss. Was hat sich verändert? Meine aufrichtigen Gefühle sind missbraucht worden. Von wem? Von Ihnen, gnädige Frau. Heinerchen, lass dieses gnädige Frau. Also erstens bin ich nicht mehr Ihr Heinerchen. Und zweitens sage ich zu jeder Frau, gnädige Frau, zu der ich in keiner persönlichen Beziehung stehe.
Die spinnen, die Norddeutschen. Und despektierliche Äußerungen muss ich mir auch nicht mehr gefallen lassen. Dann hast du mir deine Gefühle für mich nur vorgespielt? Nein, meine Gefühle für Sie waren aufrichtig und grundehrlich. Du warst für mich auch nicht nur ein Urlaubsflirt. Drum rede jetzt nicht um den heißen Brei und sag mir endlich, was los ist. Ein Mitarbeiter des Hauses hat Sie und den Golflehrer in einer Situation, und den Golflehrer, um es kurz zu machen, Sie haben ihn geküsst. Ich? Den Jonathan Witherspoon? Das ist doch lächerlich. Nein, das ist ein Vertrauensbruch. Wenn ich den Jonathan geküsst haben soll, möchte ich auf der Stelle tot umfallen. Bitte jetzt keine Komplikationen mehr. Ich kann mir vorstellen, wer solche Gerüchte verbreitet. Der Christian hat mir eindeutige Anträge gemacht. Der dumme Junge spekuliert doch auf eine reiche Heirat. Der Christian hat damit nichts zu tun. Es war der Hans. Der Hans? Das habe ich Ihnen gerade gesagt, ja. Hör endlich mit diesem dämlichen Siezen auf. Deine stinkvornehme Art, die geht mir langsam auf den Wecker. Aber Isolde... Hat sich was mit Isolde. Da bringt man einem Mann aufrichtige Gefühle entgegen und dieses norddeutsche Schollenfilet glaubt irgendjemanden irgendwelche erfundenen Behauptungen. Nicht mit mir, Herr Tampe. Mögen Ihnen beim nächsten Kabeljau sämtliche Gräten im Halse stecken bleiben. Was ist denn in den eingefahren? Ich habe Sie mit gewissen Tatsachen konfrontiert. Und wie Frauen nun mal sind, verteidigen sie sich gerne mit Gegenangriffen. Aha. Und was sind das für Tatsachen? Frau Isolde Braun, die vorgab, aufrichtige Gefühle für mich zu haben, hat sich auf dem Golfplatz mit Herrn Witherspoon verlustiert. Der Hans hat... Der Hans, gell? Der Hans ist eifersüchtig, dem stinkt er, weil es jetzt 2 glückliche Paare gibt und er steht mit leere hinter. Wieso denn 2 glückliche Paare? Ja, die Moni und den Jonathan wollte er auch auseinanderbringen. Ja, der Moni hat das gleiche Märchen erzählt. Das kann ich nicht glauben. Wie kann jemand sowas tun? Bei der Moni verstehe ich's ja. Schauen Sie, der Hans bemüht sich seit Jahren um sie. Natürlich erfolglos, gell, aber dass er da jetzt sie mit erzählt, also, das begreife ich nicht. Ich denke, das sollte ich jetzt selber herausfinden. Ja, mein Lieber. Brandner Hans, der Manöver kommt noch was auf dich zu. Ach, Ers? Ja? Ich wollte bloß sagen, heute kann es ein bisschen später werden, gell? Wir haben nämlich im Golfclub noch was zu feiern. Brauchst also mit dem Essen dann nicht auf mich warten, gell? Und geh rechtzeitig ins Bett, gell? Was ist das? Mama, gut, dass du da bist. Der Jonathan möchte mit euch reden. Ja, ich weiß zwar nicht, ob das in den Terminkalender deiner Mutter passt, aber vielleicht überlegt sie sich's noch bei einer so wichtigen Entscheidung ihrer Tochter. Das klingt ja sehr feierlich. Soll ich den Champagner jetzt gleich aus der Küche holen oder erst später? Du weißt, worum es geht? Ja, freilich. Eine Gehaltsaufbesserung werde ich nicht wollen. Und also das Handicap deiner Mutter verbessern will, das will ich gewiss nicht hören. Also, Kinder, meinen Segen habt's. Mamilein! Ja, und was ist mit dem Papilein? Lieber Hirs. Ja. Also du Saupreis, du Englischer. Das eine sage ich dir. Nur einen Augenblick, wenn du sie mir unglücklich machst, dann lernst du den Zorn der Bayern kennen. Ja, also, der Jonathan übernimmt den Golfplatz. Wir bauen ein Clubhaus. Grund haben wir ja nur. Und um das Clubhaus kümmert sich die Moni. Mr. Papilein, you want ja, Gottes Willen. Sorry. Ja, dann können wir ja jetzt den Champagner holen. Hans, vorsichtig, noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Ja, was ist denn mit dem Hans passiert? Ja, er hat den Herrn Tampe getroffen. Aber der Herr Tampe hat ihn auch getroffen. Ach du liebe Zeit, Hans. Da muss ja gleich ein Eis draufkommen. Vorsichtig, Komm, genau, sie Jawohl. Warum ist denn diese Rezeption nicht besetzt? Hallo,
Ist hier jemand in der Nähe? Ich komme, Isolde. Ich brauche keinen Gast, sondern einen Mitarbeiter des Hauses. Du willst abreisen, Isolde? Jawohl, Herr Tampe. Ich verlasse dieses Haus der Enttäuschungen und Demütigungen. Ich habe dich überall gesucht, Isolde. Ich habe dir einiges zu erzählen. Och, was werden Sie schon zu erzählen haben, Herr Tampe? Der Christian hat den Bauern geküsst, die Moni den Postboten und der Hahn eine Stubenfliege. Es war alles ganz anders, Isolde. Ach, war es keine Stubenfliege, Herr Tampe? Auch sag doch wieder Heiner zu mir, sonst krieg ich kein Wort mehr über die Lippen. Lassen Sie diese unehrlichen Sprüche. Eine Isolde Braun fällt auf sowas nicht herein. Und wenn, dann höchstens nur ein einziges Mal. Liebste Isolde, ich bereue zutiefst, dass ich diesen falschen Anschuldigungen Glauben geschenkt habe. Aber ich bin so oft in meinem Leben enttäuscht worden. Kannst du mir nicht noch ein einziges Mal verzeihen? Du versprichst mir, dass du nie wieder an mir zweifeln würdest? Ich schwöre es beim Klabautermann und der Helgoländer Aalsuppe. Und du wirst mir mehr Glauben schenken, als irgendwelchen Typen, die Klatschgeschichten in die Welt setzen? Und ich werde auch nie wieder versuchen, heimlich abzureisen, bevor wir nicht ein klärendes Gespräch hatten. Naja, unter diesen Umständen bin ich bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und einen Neuanfang mit dir zu wagen. Du bist sehr großzügig, Isolde. Darf ich dich jetzt küssen? Später vielleicht. Jetzt darfst du erst noch mein Gepäck aufs Zimmer bringen. Ja. Ja. Oh, welche Last! Oh, sind sie dir zu schwer, Heinerchen? Nee. Oh, welche Last fällt mir von meinen Schultern. Da kann mir aber nichts, gar nichts zu schwer sein. Die Moni und der Jonathan haben sich verlobt. Oh. Ja, und sie beide sind sich auch näher gekommen, wie man sieht. Heinerchen, hast du das gehört? Die jungen Leute haben sich verlobt. Was sagt man denn dazu? Das sollte uns ein Vorbild sein, Isolde. Wann soll denn die Feier stattfinden? Geht's? Ja. Darum habe ich Sie ja gesucht. Heute Abend findet das Fest statt. Und der Chef will alle Anwesenden dazu herzlich einladen. Dann sagen Sie den Bauern, dass ich mich mit der Hälfte an den Kosten beteilige. Isolde und ich, wir werden uns auch verloben. Na. Oh, aber Heinerchen, du hast mir noch gar keinen Antrag gemacht. Soll das heißen, du willst, nicht? Aber nein. Die Frau Braun wünscht nur die exakte Einhaltung der traditionellen Abläufe. Oh, Sie kennen sich aber gut aus. Ja, ich bin ein Gewerkschaftsmitglied. Wir haben auch unsere traditionellen Abläufe. Unsere Vorsitzenden sagen, wir wollen 4% Gehaltszulage. Die Arbeitgeber sagen, wir können nur 1% bezahlen. Dann sagen wir nein. Kriegen 2% und dann sagen wir ja. Isolde? Ja. Du wirst doch nicht Nein sagen, wenn ich dich frage. Um das festzustellen, da müssen Sie schon fragen. Liebste Isolde, wir kennen uns zwar erst kurze Zeit, aber in unserem Alter und mit unseren Erfahrungen sollten wir schon beurteilen können, ob wir einen gemeinsamen Weg einschlagen. Was mich betrifft, so bin ich der Meinung, dass wir eine gemeinsame, glückliche Zukunft haben können. Ja, wollen jetzt Sie ein Geschäft aufmachen oder heiraten? Wenn sich deine Gedanken und Gefühle in ähnlicher Richtung bewegen, dann wäre das eine gute Grundvoraussetzung. Jetzt reicht's. Frau Braun, wollen Sie den Herrn Tampe heiraten? Ja, ich will. Darf ich? Ja, frag nicht lang und pack's. Entschuldigung, wir wollten nicht stören. Sie stören nicht im Geringsten, oder Heinerchen? Nee. Und wenn es Sie nicht stört, dann feiern wir heute eine Doppelverlobung. Oh, den interessiert's aber, hä? Heiraten und Schlitten fahren muss schnell gehen. Herr Leitner, Sie sind ja nun kein Bauer mehr, sondern Geschäftsmann. Sagen Sie mal, hat sich der Tausch gelohnt?
Ja, das muss man von einer anderen Seite sehen. Hätte ich den Golfplatz nicht gebaut, wäre der Jonathan nie auf den Hof gekommen. Und hätte ich den Urlaub auf dem Bauernhof nicht eingeführt, dann hätten Sie sich wahrscheinlich nie getroffen. Ne? Vielleicht sollst du Heiratsvermittlung aufmachen bei deinem Talent. Nein. Ich mach gar nichts mehr auf. Im Gegenteil, ich werde mich von vielen Dingen trennen. Auwe, Chefin, jetzt hast du aufpassen. Rede zu blöd daher, geh lieber raus in den Garten und helf der Moni dann beim Eindecken, gell? Oh, das weiß ich ja nicht, ob sie das mit dem Gewerkschaftsvertrag vereinbaren lässt, dass ich jetzt auch noch Kellnerarbeiten übernehmen muss. Christian, deine Lehrzeit ist jetzt vorbei. Soll das heißen, ich bin entlassen? Aber gell, Christian, kein Mensch will dich entlassen. Wir wollen doch nicht auf deine schlichte und ergreifende Ausdrucksweise verzichten. Ja, und wie soll man denn ohne dich erfahren, was bei der Gewerkschaft erlaubt und nicht erlaubt ist? Guten Tag, willkommen im Leitner Urlaubsparadies. Haben Sie reserviert? Sag einmal, spielst du? Ja, verreck. Du schaust aus wie ein Filmstar. Mach dich nur lustig über mich. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich heute nicht mitfeiere, Bauer. Ich denke, dass meine Anwesenheit von einigen Damen und Herren nicht besonders erwünscht sein wird. Ach, bleiben Sie doch, Hans. Ich verzeihe Ihnen alles. Heute ist mein Glückstag. Nee. Dass ich das in meinem Alter noch mal erleben darf. Ja, dann bitte ich in aller Form um Entschuldigung. Ihre Entschuldigung wird angenommen. Ja, Frau Braun, Sie können doch jetzt einen gut situierten Preisen zum Mann. Glauben Sie nicht, dass Sie mir 1 oder 2 Ihrer Fabriken überschreiben könnten? Ich mein, mit eigenen Nachwuchs können Sie ja nicht mehr rechnen. Wieso? Ich bin doch im besten Alter. Ja, Sie schon, aber er. Kinder! Hey, kommt mal raus. Also, liebe Anna, liebe Moni, lieber Jonathan, liebe Frau Braun, lieber Herr Tampe, lieber Hans. Lieber Christian. Ja, wir sind heute zusammengekommen, um die Verlobung meiner lieben Tochter Moni mit meinem lieben zukünftigen Schwiegersohn Jonathan zu feiern. Oh, bravo. Wie war ich bis jetzt? Ein bisschen viel Liebe, aber sonst ganz in Ordnung. Also, dieses freudige Ereignis haben Frau Braun und Herr Tampe zum Anlass genommen, sich durch eine Verlobung ein Eheversprechen abzugeben. Ja, und somit feiern wir heute gewissermaßen eine Doppelverlobung. Ja, und im Zusammenhang mit den heutigen Ereignissen wird es am Hof noch einige Veränderungen geben. Tiefgreifende Veränderungen. Ja, ich bin noch nicht fertig. Doch, du hast fertig. Was? Also, jetzt passt mir auf. Der Golfplatz wird in Zukunft als eigenständiges Unternehmen von der Moni und vom Jonathan geleitet. Oh. Die Frau Braun hat sich nicht nur in den Herrn Tampe verliebt, sondern auch in unsere wunderschöne Chiemgauer Landschaft. Sie baut deshalb hier ein kleines, aber feines Hotel, das sie zusammen mit dem Herrn Tampe führen wird. Bravo! Davon habe ich ja noch gar nichts gewusst. Heinerchen, du hast doch nichts dagegen, oder? Nee. Wo du bist, da will ich auch sein. Ja, und nachdem nun alle unserem Hans verziehen haben und wir uns in den vergangenen Jahren überzeugen konnten, dass er auch als Bauer nicht unbegabt ist, werden wir ihm unsere Landwirtschaft verpachten. Ja, und was ist mit mir? Du kriegst die Stellung vom Hans. Ja, gratuliere, Chef. Gratuliere, Stellvertreter. Ja, Golfplatz weg, Hof weg. Und was ist denn mit mir? Du wirst mit mir die schönsten Golfplätze der Welt bereisen. Wir haben 30 Jahre hart gearbeitet. Da wird's Zeit, dass wir das schöne Leben genießen. Ja, das klingt zwar sehr verlockend, aber so ganz ohne Arbeit kann ich nicht sein. Nein. Ja, und dann werde ich auch noch etwas vermissen. Was denn? Mein wunderschönes Chiemgau. Ihr werdet ja nicht für immer verreisen, Papa. Ja, wer soll sich denn um die Enkel kümmern, wenn ich im Club braucht werde? Ach so, ja, aber dann beeilt euch aber mit der Produktion. Weil ein Jahr Portugal, Florida, Dubai klangt mir wirklich, gell? Aber wenn ihr einen Babysitter braucht, ich wüsste euch einen. Was
Schaut's da mir an. Langsam, gell? Als stellvertretender Chef kann ich nicht auch noch auf Babys aufpassen. Das kann ich nicht mit dem Gewerkschaftsvertrag vereinbaren. Ich kann mich doch wirklich nicht um alles kümmern.